Die Damen und die Herren, Live-Zuschauer am Livestream RTL.lu, an dem offenen Kanal, Live-Inviten heute zu Hasper am Cello. Schönen guten Abend. Am Namen von der Ligue Luxembourgeoise Hygiène Mentale freut mich den Abend auf der Aufschlusszeremonie von der Semaine de la Santé Mentale 2.0 begrüßen zu können. Das zweite Edition steht unter dem Slogan Tous connectés. Gerade an diesem Jahr, was große Herausforderungen und die meisten von uns gestaltet wird, ist es wichtig zu betonen, dass wir alle gut miteinander verbunden sind. Die Gesundheit vom Einzelnen betrifft jeden. Auch psychische Gesundheit geht uns all etwas an. Jeder kann betroffen sein von psychischer Krankheit. Und jeder kann dazu beitragen, für die psychische Gesundheit zu stärken. Bei sich selber, bei seinem Entourage und an der Gesellschaft. Jeder ist ein Teil von der Lösung, heißt es am Slogan von der zweiten Covid-19-Teststrategie. Das zählt übrigens auch für die Santé mentale. Kollektiv Resilienz, das heißt die Fähigkeit von einer Gesellschaft, die Leute abzufangen, die psychisch fragilisiert sind, die kollektiv Resilienz zu stärken, als ein wichtiges Ziel von einer anderen Strategie aus unserer Gesundheitspolitik, nämlich die Suiziden an ihre Konsequenzen zu Lützeburg zu reduzieren. Dafür ist 2015 der nächste Suizidpräventionsplan angefordert worden, an das Semaine de la Santé Mentale als eine Aktion von der Strategie. Ziel von dieser Woche, also die Thema von der Santé Mentale zu informieren, auszutauschen, zu reflektieren, zu debattieren. Genau das wird man auch den Abend für haben. Ihr könnt und ihr sollt sowohl die Leute, die uns im Livestream suivieren, wie Zuschauer hier helfen, diesen Abend zu gestalten. Dafür habt ihr ein paar Möglichkeiten, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt zu der Santé Mentale hier zu Lützeburg. Dann invitieren wir euch Evaluierungen, Fragen und info@prevention.lu oder auf der Facebook-Seite Prävention Luxembourg heranzuschicken. Ihr seht die zwei Adressen, haben wir angeblendet. Wir später am Abend können als Experten auf ihre Bemerkungen angehen. Wir diskutieren um Filmkonzert mit Dr. Giuliana Dalimonte, Pädopsychiater für Formation und Funktionär an der Direction de la Santé vom Gesundheitsministerium, Delphine Prüm, Psychologin, Psychotherapeutin und Präsidentin von der FAPSILUX, der Föderation von den Psychotherapeutenassoziationen, der Dr. Patrick Gondouin, Psychiater und Präsident von der Ligue Luxembourgeoise d'Hygiène Mentale, Dr. Paul Hedo, Psychiater und Präsident von der Lützeburger Gesellschaft für Psychiatrie und last but not least, der Marc Stein, Diplompsychologe, Präsident von der Lützeburger Gesellschaft für Psychologie. All diese Experten können späterhin auf ihre Fragen antworten. Melo, Logima, Wort- und Gesundheitsminister, Madame Paulette Lehnert, die zwar den Abend nicht live dabei sein, mehr aber darauf gehalten hat, ein Message an uns zu richten. Los, da ist Moral erst. Sie freue mich zu begrüßen für das Semaine de la Santé Mentale an ihrer zweiten Edition, auch wenn just virtuell als den Umständen entsprechend mit das ein wichtiges Spruch an der zweiten Edition leitet man ganz viel Herz, weil sie nach dem Thema vom Stigma leidet. Und das ist ein Thema, das eine große Aktualität hat der Corona-Zeit. Und dafür als allererste ganz große Merci an die Organisatoren von dieser Woche. Und zwar an den Centre d'Information et de Prévention von der Ligue und der Grande Duchesse Charlotte, die das möglich gemacht haben. Das ist ein Thema, das von großem Interesse ist, ein Tabuthema eigentlich. Und dafür ist es mir wichtig, als Gesundheitsminister wirklich auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Wenn wir alle guten Molenka Gips Bein hatten, dann ist das etwas, was man stolz trägt, wo ein Kollegen schreiben lässt, wo ein Foto davon möchte.
Ich war schockiert zu lesen, wo ich die heute Woche präpariert habe, dass bei einer rezenter Umfrage 50% von den Leuten angehen haben, dass wenn sie ein Problem de santé mental hätten, wenn es ihnen psychisch nicht so gut geht, weil das sie dann sich nicht geben austauschen darüber mit ihren Freunden, mit ihrer Familie. Das muss zu bedenken gehen, ein besserer Beweis dafür, dass man einmal einem Stigma zu dienen haben, geht es eigentlich nicht an Mengen an. Und dafür fand ich es wichtig, dass der Akzent von dieser Woche wirklich auf der Sensibilisation und auf der Prävention liegt, weil das noch immens viel Luft noch oben. Wenn ein krank ist, ob es psychisch ist oder eine andere Krankheit, da soll Familie und Freunde die Leute sein und die sich wirklich am liebsten wenden, und auch direkt wenden, wo ihn abgefangen wird, wo ihn sich steif findet, wo ihn sich Hilfe findet, um auf Face zu kommen. Wenn wir ein psychisches Problem tun mit den Resultaten von der Enquete, und wir wissen nicht irgendwo alle Guten, dann ist das nicht der Fall. Ganz oft schummt den sich selber für die Situation, an der er ist, spürt den sich nicht selber, geht den ein Bild auf, wo er sich selber nicht drin kennt, und da guckt den selber am liebsten Wäsche davon ab. Genauso wie wir alle Guten dann auch vielleicht Wäsche gucken, wenn ein Arbeitskollege oder ein Freund bemol komisch ist, nicht so wie sonst, dann ignoriert den das vielleicht mal an einer Einstoffhaus, weil er selber nicht richtig eins geht damit. Und das ist etwas, alle Gute müssen lernen. Und dafür bin ich fest überzeugt, dass Präventionsarbeit heute das richtig ist, dass wir alle Gute von dem Tabu wegkommen, lernen, darüber schwätzen, was das heißt, ein Problem zu haben, ein psychisches Problem zu haben, dass das eine Krankheit ist wie ein anderer auch. Und dass vielleicht gerade eine Krankheit ist, wo wir als Mitmenschen umso mehr brauchen, um aus einem Loch rauszukommen. Weil den Zirkel nicht vertueux, aber vicieux in diesem Fall ist ganz schlimm. Wenn ich mich mehr zurückziehe, werden die anderen sich mehr von mir zurückziehen, wenn es schlimmer geht, aber ich meine gut aus dem Loch irgendwie nicht rauskommen. Wieso der Gesundheitsminister merci für diese Message, wünschen ihr weiterhin noch viel Courage an der Gestion von dieser sanitären Krise. Die Damen und die Herren, am Vierfeld von der Semaine de la Santé Mentale gouf ein Videokonkurs lanciert. Wir haben einen Aufruf gemacht für ein kurzes Video zum Thema Santé Mentale tous concernés heranzuschicken. Alle Partizipants konnten sich dabei sowohl von einem Filmprofessionellen wie auch von Psychologen beraten lassen, weil doch viel gemacht haben und das Resultat lässt sich weisen. Eine Jury von Vertretern von der Ligue Luxembourgeoise Hygiène Mentale, der Filmassociation Feierblum und dem Centre National Audiovisuel annoncieren erst dann die 5 besten Filme. Ich begrüße Madame da Silva Melissa, chargée de communication von der Ligue Luxembourgeoise Hygiène Mentale, Madame Melanie Schons und de Yassin Özen von der Association Feierblum und Madame Chiara Lenz vom Centre National Audiovisuel für Preisüberreichung vom Videokonkurs. Madame da Silva, die hat Wort. Guten Abend. Am Namen von der Ligue will ich der SBL Feierblum an dem CNA merci sagen, dass sie diesen Konkurs mal das organisiert haben. Ich will aber auch all den Leuten große Merci sagen, die beim Konkurs teilgenommen haben. Mit ihren Filmen haben sie einen wertvollen Beitrag zur Prävention und Sensibilisierung am Bereich von der Santé mentale geleistet. Wir haben ganz viel flott an aufwärtsreich Videos herangeschickt, was das schon nicht unbedingt mehr einfach gemacht hat. Aber wir sind trotzdem ganz sehr eins gehen. Ich präsentiere noch direkt den ersten Gewinner. Der 5. Preis geht um den Film Heuens Do von Tammy Joachim, Alexandra Steffen und Fiona Nilles. Die 3 Mädchen haben einen ganz flotten Film gemacht über die Methoden, die man anwenden kann, wenn deinem Heuens Do nicht so gut geht. Der 4. Preis geht um den Film Kafkaesque von Lisi Folschat und von Stefanos Aktipis. Ein Film, der durch seine starken Bilder überzeugt und einen ganz impressionanten Abblick
an der Leben von einer Person geht, die von ihren Gefühlen überrannt geht. Den dritte Preis geht um den Témoignage von Elliot Craig, ein Jungen, den auf eine ganz ehrlich und open Art und Weise über seine Erfahrung mit Depressionen schwätzt und damit betroffene Leute eine Stimme gibt. Den zweiten Preis geht um den Animationsfilm von Maya Garmon Maya. Das ist ein ganz kurzer Animationsfilm, den auf ein ganz flotter, kreativ Art und Weise Problematiken von der bipolaren Störung an Szene setzt. Der nächste Preis vom Konkurs, der mit 1.000 Euro dotiert ist, geht um den Film von Vicky Pundel, einen encouragierten und persönlichen Témoignage, den es auf ein ganz sensibel Weise fertig bringt, Lichtblick an ein deichter Thema zu geheuern. Es geht fort weiter um den Yassin Özen, Repräsentant von Feuerblum. Guten Abend. Ich mal den Film zusammen gucken, wollte ich am Namen von Feuerblum von der Association suchen. Und zwar gibt es einen Videokonkurs lanciert am Undenken zum Cedric Kiefer. Der Cedric war langjähriger Komiteesmember, Kollege und Freund, den viel zu viel frei und viel zu viel jung dezidiert wird, von uns zu gehen. Für ihn haben wir das alles gemacht, meine ich. Und ja, dieser Film, für diesen mal immens dankbar, einfach weil er weiß, aber mit die Verzögerung geht, dass dann auch an den schwersten Momenten Hoffnung und Trost geht. Merci. All Joer erkranke rund 25% von der europäischer Population an einer Depression. Das kann jeder treffen. Trierweiler an den Herr Charles Weber auf Bühnen für den Preis. Jung und Mädchen, Älteren und Kanner und noch die, wo ihn am allermannsten dummer raschend. All Depression ist ernst und so muss all Einzelnen sein persönlicher Weg gehen. Ich konnte meine Schwester auf seinem Weg begleiten. Meine Schwester war ein offener Mensch. Ein, den immer bei alles dabei war, als er Lachen hat jederin ugestach. Hat konnte man jederem helfen. Sich selber konnte nicht mehr helfen. Ich kann meiner Schwester seine Krankheit akzeptieren, mir nicht, weil wir hier im Land damit umgehen. Meine Schwester wollte seine Krankheit geheim halten, aus Angst, dass sein Umfeld hat als wertlos und schwach aufstempelt. Meine Schwester wollte kein Psycholog, weil er heute zu Lützeburg noch immer als Luxusgut ugesiegelt. Meine Schwester soll 2 Monate lang an einer psychologischen Notaufnahme, weil wir hier im Land keinen anderen Platz für akut suizidäre Menschen haben. Ich will, dass wir es endlich abmachen, auf Fortgehen von einer Gesellschaft, an der immer jederin funktionieren muss. Dafür habe ich Stickre kreiert. Stickre finden überall, wie sie fallen einem oft nicht auf. So ist doch mit einer Depression. Sie ist rundherum Eis, geht aber dags übersehen oder bleibt ein Tabu. Lost Eis, nee du zu sein. Lost Eis Stickren durch die Welt hängen, erweisen, dass wir bereit sind, etwas zu ändern, dass wir wollen Mentalkrankheiten an den Vordergrund setzen. Ich mache mich stark für meine Schwester und dafür, dass kein mehr ein Weg wie sie gehen muss.
große Merci dem Vicky Pündel für ihre Courage, diesen emotionalen Message mit uns zu teilen. Und natürlich auch Felicitationen für den nächsten Preis an den Schecken, die wir recht und die Leute, die mit und das Video geschafft haben. Vicky Pündel ist leider am Ausland, konnte den Abend nicht inner da sein. Die anderen Kurzfilme, die den Abend noch nicht gesieht, die anderen Kurzfilme von diesem Konkurs, fand ihr auf unserem YouTube-Channel Prävention LU. Ihr seht die Adresse auf eurer Schirme angeblendet. Am Ganzen sind es 15 Filme, die selektioniert sind. Alles Filme, die dazu beitragen, dass auch Mehrheit zu Lützeburg über psychische Gesundheit und psychische Krankheit schwätzen können. Neben dem Jurypreis könnt auch dir, liebe Zuschauer, ihre Lieblingskurzfilm stimmen. An dem der Like auf den Filmen, die um YouTube-Channel sind, aufgeht. Ich wiederhole einmal, der YouTube-Channel als Prävention LU. Der Film hat den meisten Likes, das ist der Publikumpreis von der Welt, den Abend um 10 Uhr decerniert wird. Da sind wir dann kurz nur 10 Uhr, wenn wir dann so weit sind, und die Like alle Guten heranholen. Ich rappelliere, dass wenn ihr Fragen habt oder Kommentare zu der Santé Mentale zu Lützeburg wollt, schreibt von Schlift und info@prävention.lu oder über die Facebook-Seite Prävention Luxembourg. Ihr seht auch nach ein Keier die Adressen angeblendet. Kommen wir aber auf den Highlight von unserem Abend, den übrigens internationalen Tag von der Santé Mentale stattfindet, der kommentierte Film The Club of 27. The Club of 27, so wird die Gruppe von Musikern genannt, die all rundherum den Alter von 27 Jahren gestorben sind, oft unter Suiten von psychischer Krankheit. Wir sind froh, für ihr Konzert zu präsentieren, die vom Musiker Komponist Paul Belardi realisiert wurde. 12 Lieder von grossen Künstlern aus der Musikwelt, die heute zu Lützeburg und heute von Lützeburger Musikern auf ein ganz sensibel und persönlicher Art und Weise interpretiert gehen. Das Musikstück ist gesuiviert von Kommentaren von 12 Professionellen aus der psychischen Gesundheit, die auf die Lieder, auf die Musiker und auf ihre Krankheiten agieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachgucken. Single an den Album vom Amy Winehouse Back to Black war hier einen internationalen Durchbruch an und hat uns zwei verschiedene Seiten von einer selben Münze gewesen. Auf der einen Seite hat den eben die zerbrechlich gebrachte Frau, die eben probiert mit allen Mitteln die Schiefle von ihrem Leben zusammenzuhalten. Und auf der anderen Seite hat den dann die brillant an die einzigartige Künstlerin, die Soul-Künstlerin, die eben probiert, viel andere Artists und Künstler zu beeinflussen und zu inspirieren. Natürlich, wenn ihr das Lied hört, Back to Black, dann hört den musikalischen Genie, den du hast, den sich bei ganz vielen Musikbranchen eben wie Reggae oder eben Jazz sich inspirieren gelassen hat. Wenn ihr mehr präzise auf den Text sich basiert, dann hört den einen gewissen emotionalen Trauer raus und so einen Herzschmerz, den sie an dem Lebenskapitel durchlebt hat. Natürlich, das Lied wurde geschrieben, nachdem sie sich von einem Ex-Freund getrennt hat und den Ex-Freund ist zurück bei einer Ex-Freundin gegangen. Und da hat Demi dann, wie auch im Refrain schon gesagt, dezidiert, Back to Black zu gehen. Viele Leute interpretieren Black mit Alkoholkonsum oder sogar eine Depression. Aber auf der anderen Seite kann ein Heroin als Black verstehen, weil Black ein zweiter Name für Heroin ist und Demi zu der Zeit Heroin aufhängig war. Wie ganz viele andere Künstler vom Club 27, hat auch Demi ganz viel Alkohols an Drogenprobleme gehabt, an so einen exzessiven Lebensstil, an auch so einen Drogenkonsum gehört zu dem Club dazu. Ob das ein Hilferuf, den nicht erhört war, kann ich heutzutage nicht mehr sagen. Was ich aber sagen kann, ist,
dass auch ein Wälzer wie Amy Winehouse nicht ein Mensch ist, ein Mensch, den eben Probleme hat, ein Mensch, den Glücksmomente an Rückschläge hat, ein Mensch, der Probleme hat und sie probiert mit eigenen Mitteln zu lösen. Und du willst hier an dem Punkt will ich wirklich eine Message rausgehen, für eben Leute, die eben das nämlich erleben oder erlebt tun. Es gibt eben Assoziationen, die bieten Hilfe an, die sind da für Not zu lauschen, die sind da für zu unterstützen, für zu verstehen, zumal für Leute, die eben unter großem Druck stehen. He left no time to regret, kept his dick wet with his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry, get on without my guide. You knew, so far removed from all that we went through, and I tread a troubled track. My odds are stacked. I'll go back to black. We only said goodbye words. I died
Nick Drake war ein Gitarrist, Sänger und Songwriter, den an Depressionen gelitten hat und leider dann auch in einer Überdosis von Antidepressiva verstorben ist. Hin gehört zum Club 27, das ist eine Reihe von Musikern, die am Alter von 27 verstorben sind, ungefähr um den Dreh. The Place to Be erzählt eigentlich von Sänger Vue ob Leben, an wie das geändert hat. Wie er jung war, hat ihn alles ganz positiv und rosig gesehen, ihn hat positiv an Zukunft geguckt, aber wie ihn dann ein wenig mehr allgehen ist, hat ihn aber gemerkt, dass Realität nicht so gut und positiv ist, wie er gemengt hat und alles ein bisschen mehr deichter war. Da muss ich und als Bewohner denken und ein Sprichwort, was sie mir schon ein Kerl gesagt haben, und zwar ist das, jederin will all gehen, aber kein will all sehen. Und ich meine, das passt ganz gut. Also jederin stellt sich den Alter gut vier, hat einen Plan für den Alter und aber das Kind vielleicht nicht immer so wie ihn mengt, hat ihnen dann vielleicht ein wenig mehr weh und hat uns da auch einen Familienmember verloren. Bei uns am Zipfer, also am Altenheim, haben wir natürlich auch mit Menschen mit Depressionen zu dienen, weil Depression ist auch einfach eine psychische Erkrankung, wo am Alter am meisten ist. Und leider ist es aber auch so, dass es nicht so oft diagnostiziert und behandelt wird. Die Woche von der mentalen Gesundheit ist dieses Jahr besonders relevant, einfach auch wegen der Corona-Pandemie, an viele Experten so und auch, dass Zahlen von Depressionen oder psychischen Erkrankungen an die Lut gehen. Und auch bei uns am Altenheim haben wir gemerkt, dass die Leute aber während dem Lockdown auch nicht sich verhalten, nicht alle Guten, aber schon ein paar, wo mehr besser oder schlechter damit zurechtkommen sehen. Die Sachen haben wir auch beobachtet, dadurch, dass die Bewohner da kommen mussten essen, wo sie einen Appetit gehabt, sie haben auch Gewicht verloren, sie hatten vielleicht kein Ziel für den Tag, weil die Aktivitäten weggefallen sind oder sie hier Kommissionen nicht machen konnten. Dann den wöchentlichen Besuch beim Coiffeur war nicht möglich, dadurch war das Wohlbefinden natürlich Männer und die örtliche und zeitliche Orientierung, dadurch, dass sie immer Freidesto waren, war natürlich vielleicht auch nicht mehr gehen. Um noch ein Kehr zum Place to Be zu kommen, ich und auch Kollegen, wir hoffen, dass Eisen Altenheim the Place to Be für die Bewohner sein kann, wo sie sich wohlfühlen an den Alter leben können. When I was young, younger than before, never saw the truth hanging from the door. Now I'm older, see it face to face. Gonna get up, clean the place. And I was green, greener than the hill, where flowers grew and sun shone still. Now I'm darker
strong in the sun. I thought I'd see when day is done. Now I'm weaker than the pain's blue. Oh, so weak in this need for you. When I was young, younger than before, never saw the truth hanging from the door. Wish You Were Here, ich will, du wärst high. Das ist ein Stück von Pink Floyd von 1975, geschrieben von Roger Waters und von David Gilmour. Den ihr seht, dass ein inneren Dialog mit sich selber, und den anderen seht, dass eine Erinnerung an den Bandgründer Syd Barrett. Der war damals schon 7 Jahre lang nicht mehr an der Band. Mit seinem starken Drogenkonsum und seiner schlechten psychischen Verfassung war das nicht mehr möglich. Eine Band, die zusammen vieles erlebt, da sie sich ganz nah. Das ist wie in einer Familie oder am Freundeskreis. Du kriegst die mit, bewusst oder unbewusst, wie die anderen Personen sich verändern und auch die Beziehungen, die sie zueinander haben. Manchmal, wenn eine Person, die einem nahe steht, an Strufeln kommt und sie körperlich oder psychisch Probleme hat, da kann es ganz schwer gehen, das auszuhalten. Die Relation verändert sich und manchmal bricht von einer von beiden Seiten der Kontakt auf. Kommunikation geht auch mehr schwierig oder ist gar nicht mehr möglich. Es ist schwierig für Menschen mit psychischen Problemen. Immer können genau zu sagen, was sie brauchen und was los ist. Und für die Leute im Umfeld ist es genauso schwer. Es kann traurig machen. Vor allem, wenn man sich bewusst wird, dass sie selber daneben steht und auch hilflos ist. Es kann auch verunsichern oder Hose machen. Und die Beziehung, die man hat, die ist so nicht mehr da. Und manchmal mit der Gewissheit, dass die auch so nie mehr wert können sehen. Wenn dir an ihrem Umfeld Menschen mit psychischen Störungen hat, dann wisst ihr, wie viel Courage und Geduld es braucht, sich darauf anzulassen, an der Person helfen zu wollen. Das sucht für euch selber. Erkennt es an, wenn ihr selber keine Kraft mehr habt, für euch zu kümmern. Da braucht ihr vielleicht selber Hilfe. Stück Wish You Were Here als für mich voller Repären zu den Relationen, die ihr dem mal guf. Und das ist ganz wichtig. Es ist wichtig, die Wertschätzung zu erhalten, die in einer Relation zwischen 2 Personen guf. Das heißt, Erinnerungen lebendig zu halten und sich auf die Gemeinsamkeiten zu berufen, die mal da waren. Relationen entwickeln und verändern sich. Aber sie bleiben eine Verbindung, und die Verbindung ist voller Menschlichkeit. Wish you were here, ich will, du wärst high.
true. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell the green field from a cold steel rail? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did it get you to trade your heroes for ghosts, hard ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on port in a war for lead role in a cage? Stories of people that I've lost, of friends and family members. I could recall them for the way they were. I could, if I would, I could. Wish you were here. Den Bruce Springsteen ass eng Rocklegend, die Haut iwwer 70 Joer alless an den dummer och bëssechen aus dem Kader vun dem Club of 27 herausfällt. Also positiv Beispiel den op eng erfollegreich 45-jährigg Musikerkarriere kann zurückgucken, wobei hin awer selber och schon vu jungtem Ummer dem Thema psychisch Krankheit konfrontiert war. Sowohl seit von der Familie, von seinem Papier, wie auch selber schon relativ frei mit chronischen Depressionen zu kämpfen hat, eigentlich bis heute. Hier aber ein Musiker ist, der es geschafft hat, den konstruktiven Umgang zu finden mit der Krankheit. Zum Teil eben auch über den Weg von der Musik, das für ihn, wie noch an seiner Biografie schreibt, zwar hilft, das Kind all hinmitteln, mit hilft, das auch ein Ventil für schwierige Emotionen sozusagen zu katalysieren. Und auch das Schreiben von Texten, als für ihn so ein kathartischer Moment, etwas Befreiendes, was ihm auch hilft, die schwierigen Momente, die schwierigen Phasen zu verschaffen und auch immer Sinn und Kraft aus dem Erleben, aus sich selber immer zu schaffen. Und hier geht, wie gesagt, ganz offen mit seiner Krankheit
also auch politisch immens engagiert, setzt sich angehend Diskriminierung, Stigmatisierung, betont aber auch an dem Zusammenhang, was mental Gesundheit angeht, wie wichtig das, dass es die sozialen Rückhalt gibt am Entourage, von allem dann Familie an Freunde. Und das ist eigentlich auch ein bisschen die Verlegung dann zum Lied Streets of Philadelphia, das den Anfangs von den 90er Jahren geschrieben wird. Ein Lied, das aktuell 27 Jahre alt ist und dafür auch warum an den Club of 27 rapasst. Lied wird geschrieben für den Film Philadelphia. Für mich ist das Lied allgemein zu verstehen als ein Plädoyer für Akzeptanz und Solidarität von Menschen, die aus irgendeinem Grund aus der Normalität, aus der Norm rausfallen, entweder durch das sie nicht denken, nicht fühlen, nicht ausgesehen oder eben noch psychisch krank sind. Und das ein Lied, das an die Haut geht, an den Kopf auch geht, ein Lied, das zum Mitfühlen, zum Nachdenken und zum Ernstdenken soll anregen. Und für mich ist es ganz einfach auch ein Appell und Menschlichkeit, an Solidarität und Vereinen. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself, saw my reflection in a window. I didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Walked the avenue till my legs felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. And I could hear the blood running through my veins, just as black, whispering as a rain on the streets of Philadelphia. My clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip the skin. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So release me, brother, with your faithless kiss. Leave each other alone like this, streets of Philadelphia. Jaco ist leider ganz jung gestorben, mit 5 oder 36 Mengen nicht.
zu New York auf der Straße, obwohl hin eng von den weltbesten Bassisten und weltbesten Musiker war. Man hat ganz viel Success. Hin hat ganz viel Drive gehabt, hin hat ganz viel Kompetition gewollt, und der war kompetitiv, der will immer der Beste sein, dann auch der Beste gehen, und den hat es auch so viel gestaltet. Wichtig ist zu wissen, dass hier nun eine manisch-depressiv psychische Krankheit gelitten wird, bipolar, voilà. Und zu seiner Zeit war das alles natürlich vielleicht nicht so wissenschaftlich aufgeklärt, wie es lo ist. Die Hilfe, die man heute können gehen, klinisch geschwärzt, von der wissenschaftlichen Sicht, von den Behandlungen, da wäre das vielleicht anders das ausgegangen. Das war aber damals halt eben nicht so wie heute. Und das ist auch vielleicht eine Message. Gerade beim Jaco zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, dass Künstler, ob Musiker, Maler, was auch immer, sie sind farbig, sie sind ähnlich. Und wir wollen sie auch so. Dafür sollte das auch so akzeptiert gehen, dass wir ähnlich das zu sehen, kann nicht so auf der linear normal sein. Und mit normal Menge nicht klinisch normal. Dafür das farbig, wenn das farbig soll da sein, dann muss etwas Ähnliches sein. Und die Leute sind meistens Ähnliches, und das ist auch gerade gut so, weil das eben viel Farbe und viel Veränderungen bringt, die man für die Dynamik vom Leben brauchen. Und das ist schön. Und die andere Sache ist, dass es für all die psychischen Störungen und Krankheiten halt auch Behandlungen gibt, die ganz gut helfen. Und dass wir auch vielleicht sollten all die Störungen und Krankheiten genießen, wie ein Migräne, wie ein Gastritis oder was auch immer, wie eine Erkältung gesehen, an mit einer Sozialakzeptanz dem begegnen, wie es bis lo ist, das schon viel besser gehen. Ich wünsche mir das noch 10-mal besser, wie es lo ist. Dass auch direkt über seine Depression, über sein was auch immer, schwätzen kann, wie wann es halt eine Gastritis, Moweh, Kopfweh, Migräne oder so etwas wie. Gerade die Künstler sollten ein Musterbeispiel sein für die Farbigkeit, die an der Gesellschaft gebraucht wird.
Vielleicht mal Pariah. Pariah kann das im Indischen, das ist der Ausgestoßene, der Geächtete an Indien, da sind so Kastensysteme, und da sind Pariahs sind anscheinend die ganz inne sind, ne? Die man denen eigentlich nicht will zu dienen haben. Ich kann effektiv von außen ausgestoßen gehen von der Gesellschaft, aus welchem Grund auch immer. Ich kann aber auch selber das Gefühl haben, dass ich nämlich zu der Gesellschaft gehören. Und so gesehen ich an dem Lied, ne? Dass hin, wenn man das Gefühl hat, man ist kein Teil mehr von der Gesellschaft. Was ich so schön fand an dem Lied, dass ja von zwei Interpreten, den einen Personage beschreibt, eine Situation, wie ich ging so an, wo ihn absolute Miesen hat. Das heißt, es geht ihm wirklich nicht gut und könnt quasi meist nicht aus dem Bett symbolisch gesehen Gewichter und de Face hängen. Gesagt nämlich richtig an Zukunft fiel sich auch schlecht, weil an seinem Zustand wo war Leid Sache gesucht wird, halt denke ich Sänger Partnerin Sache gesucht wird, die ihn eigentlich lebt und die ihn eigentlich gut nicht vollzogen. So, und ich denke, das ist eine Situation, die jeder wohl bei sich kennt. Und dann also aber auf der anderen Seite den Teil von einer Person, die eigentlich mehr optimistisch ist, die ihn trägt, die einen Zuspruch spendet und sagt, komm, ich bin für dich da, kämpf, es lohnt sich, lass dich nicht gehen, klammerst Dinge mehr, lache raus, ich bin da und ich helfe da. Und das ist eine Situation, die mir am Alltag immer nicht erleben. Ne? Und wir fanden das schon ganz frei zwischen Eltern, Großeltern und Kindern. Erkannt was von einem anderen geschlagen wird, was kreischt. Wir gehen automatisch auf die Tür. Es lässt sich auch von der Trächte, weil er es kennt. Und dann produziert das Kant, der das wissenschaftlich nur gewissen ein Hormon, Oxytocin, und das Hormon hilft dem Kant, die Stresssituation zu meistern. Ja. Und das, was da am Klänge geschieht, ne, das hilft das ja nur auch, wenn man mehr alt sind, wenn man nicht Belastung hat, wenn man nicht Stress hat, ne, Telefon anderer anzuholen, und es von denen Trächten zu lassen. Und dadurch fällt es mir einfach, den ganzen Stress zu meistern und den Stress aufzubauen. Wenn wir aber so weit sind, dass wir das nicht mehr unholen, dass wir so weit schon dran sind an dem Lach, an dem Zustand, dass wir uns total isolieren, auch von keinem mehr etwas wissen, dass wir haben nicht auch beschrieben, dass wir uns selber mal nicht mehr können gesehen. Wir verdrohen unseren Zustand nicht mehr, wir lassen uns nicht helfen. Dann denke ich, dass wir wirklich um einen Punkt kommen, wo wir wirklich professionell helfen sollten, absichern. Die ist dann hilft nicht rauszukommen. Und noch do an der Interaktion geschieht nicht nämlich dann bei einem Therapeut, den schwätzt man Trost so Zuversicht und die sieht die Kretatin dort genug Ressourcen und da kommen wir auf hin. Und das ist eine Stadt, was mir an dem Lied so gut gefällt, die Interaktion zwischen den zwei, das was wirklich auch am realen Leben immer stattfindet. Tired of weakness, tired of my feet of clay, tired of days to come, tired of yesterday. It's all the worn out things that I ever said. Now it's much too late, the words stay in my head. So the day will begin again. Take comfort from me. It's up to you now. You're still here and you'll begin again. It's comfort to you. It's up to you now. So Pariah, you'll begin again. Take comfort from
tired of Facebook, tired of my failing health. I'm tired of everyone, and that includes myself. Well, being alone now, it doesn't bother me, but not knowing if you are, well, that's been hell, you see. So the day will begin again to comfort for me. It's up to you now. You're still here and you'll begin again. It's comfort to you. It's up to you now. So pariah, you'll begin again. Take comfort from me. It will take Don't you worry, don't worry about a thing, 'cause nothing really dies, nothing really ends. Also das ist eigentlich so, dass ich kein Musikexpert bin, aber schon das Lied von Bertrand Cantat, Le Vent nous portera, das hat mich immer immens markiert, aber begleitet an meiner Jugend und hat mich auch wirklich ganz, ganz tief berührt. Und ich habe mich gefragt, was kann ich eigentlich über das Lied sagen? Was kann ich über den Frontmann so mit seiner Geschichte hört? Also ich meine wirklich den Deutschlehrer Marie Trintignant, der hat wirklich so ein ganz, ganz tief Wunde an die Musikwelt geschlagen. Und ich meine, dass die Fans von Cantat immens schockiert wird und auch ja, noch desillusioniert wird in einer gewissen Form. Froh ist, kann ihn das, was geschieht ist, kann ihn das irgendwie entschuldigen oder kann ihn nicht verstehen. Ich habe mich auch gefragt, ob ihn irgendwie Musik vom Cantat, von seiner Person aufkoppeln kann und vielleicht einfach nicht mehr über das Lied schwätzen. Ich habe darauf keine Antwort gefunden, aber ich meine, da muss jeder irgendwie für sich selber dezidieren und für sich selber gucken, was für hier stimmig ist. Das Lied Le Vent nous portera, das ist für mich so ein Message, also nicht nur ein Lied, aber auch die Lebensgeschichte von Cantat, also ein Message, die wirklich von Schmerz, von Trauer, von Tod und noch von Zerstörung schwätzt. Und auf die eine Art und Weise ist es aber genauso ein Message von Liebe auf uns Zärtlichkeit. Und ich meine, es geht irgendwo darum, dass so die zwei Seelen an unserer Brust sind, bei jeder Reihe irgendwo. Also so das Halt und das Deichstart, dass das an uns alle Gute wohnt. Und dass man immer muss gucken, was könnte zum Vorschein. Wer das wirklich das, was ich lieben will. Und meinst du, sind noch Sachen an einem, die sind so tief, die kommen einfach raus, dass ich keine Kontrolle darüber habe. Und ich meine, das ist auch ein bisschen das, was der Cantat so versinnbildlicht. Und die Message, die kommt beim Lied für mich auch irgendwie rüber. So, alles ist vergänglich. Also ich meine, es geht ganz viel um Vergänglichkeit. Dass Sachen einfach geschehen, dass sie einfach so geschehen lassen, dass ihr Leben einfach unhalt wie könnt und dass ihr einfach ja, du mal lebt und einfach am Endeffekt also Le Vent l'emportera.
Also alles vergeht. Je n'ai pas peur de la route. Faudrait voir, faut qu'on y goûte. Des méandres au creux des reins. Et tout ira bien. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours. Et la trajectoire de la course. À l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra, mais le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent l'emportera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère. Des taxis pour les galaxies. Mon tapis volant dit. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra, mais le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte. Infinité de destins, on en pose un, mais qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Vent l'emportera. Tout disparaîtra, mais en amour, le vent nous portera. Le vent nous portera. Le vent nous portera, le vent nous portera, le vent nous portera, le vent nous portera. Oh. Le vent nous portera, le vent nous portera. Le vent nous portera. Oh. Den Sänger von Nirvana, der Kurt Cobain, beschreibt an diesem Lied Leute, die auf eine relativ einfache Art und Weise können glücklich sind, die nicht so viel nur denken, sich nicht so viel Gedanken machen über die Realität. Und trotzdem mit aber fertig bringen, mehr glücklich zu sein, wie das vielleicht bei anderen Leuten Fall ist. Und ich hatte auch einst die Impression, dass den Kurt Cobain die Leute auch irgendwo beneidet. Also dass sie auch gern auf so eine einfache Art und Weise einfach glückselig wird. Er hat aus seinem Leben relativ viel zu kämpfen gehabt, mit Drogen, Alkohol, aber auch Depressionen.
und hat wie ich fand einen ganz bewussten und auch differenzierten Art und Weise gehabt für seinen Texte und auch seiner Musik mit der Thematik umzugehen. Und auch immer auch bei unserem Gesundheitssystem sehen wir ganz oft Leute, die in einer Depression, die in einer Angst leiden, an die zu Drogen oder zu Alkohol greifen, einfach für den Zustand, die extremen Emotionen, wenigstens für einen kurzen Moment zu vergessen. Das ist eine Thematik, auf die der Cobain auch aus einem Lied Dump angeht, also am zweiten Teil. Schwätzt hier auch davon, dass Drogen ein kurzfristige Moyen können sein, für in der Realität zu flüchten. Natürlich man Preis, dass es den nächsten Tag wahrscheinlich auch umso mehr schwert aufwäsche geht. Ich gesehen den Kurt Cobain auch du irgendwo schon enger Rolle von einem den eine Message überbringt, den auch den betroffene Leid vielleicht eng Stimme gibt, den Themen ausschwatzt, die einfach auch in unserer Gesellschaft noch viel zu viel oft tabuisiert sind. Und den Künstler, den den Song Dump von Kurt Cobain interpretierte, das Sven Sauber, also ein ganz talentierten Singer-Songwriter, den sich selber auch als eine Rolle als Künstler, als gesagt, den eine Message überbringt, den auch tabuisierten Themen ausschwatzt und vielleicht doch fertig bringt, auf eine Kreativart und Weise die Gesellschaft dazu zu bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, ich denke, dass den ersten Satz vom Lied Dump von Nirvana, I'm not like them, but I can pretend, dass das wirklich ein ganz eindrucksvoll Zeil ist. Auch weil ich der Meinung bin, dass die bausende Leute nicht unbedingt gesagt, dass sie psychische Probleme haben, dass sie eine psychische Krankheit haben, dass sich das Leiden echt da hinter einer Fassade aufspielt und dass es sich da wirklich auch lohnt, da hinter zu gucken. Like them, but I can pretend the sun is gone, but I have a light. The day is done, but I'm having fun. I think I'm dumb, or maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Away, the soul is cheap. Lesson learned, wish me luck. To the burn, wake me up. I'm not like them, but I can pretend. The sun is gone, but I have a light. The day is done, but I'm having fun. I think I'm dumb, or maybe just happy.
Nina Simone, eng Sängerin, Jazzsängerin, eng Frau, die noch als Aktivistin kennengeleiert huet, die het ganz Leben am Anfang immer hin und her geschwankt ist. Einerseits eng Dave Trauer an Traurigkeit empfand huet, an andererseits ganz gedriven an aktiv war. Dat heieren, dat Hummer heieren an heieren bis haut auch an ihrer Musik. Ja, Musik, die auch ganz melancholisch kann klingen, so wie bei dem Lied, was wir hier hören. Aber auch Musik, die als zum Bewegen, zum Tanzen kann, undreiven, die als will matrappen, die als stark Messagen rübergeht. Stark Messagen, die nicht immer flott sind, so wie bei dem Lied hier aus dem Konzert. Messagen, die als zum Nachdenken bringen können. Bei ihr geschieht das ganz oft durch Texte von ihrer Musik. Meine Musik aus sich hat auch oft schon eine ganz starke Message. Musik kann los sein, sowohl am Tempo wie auch an der Dynamik. Sie kann hart sein, sie kann sehr sein, sie kann absolut verrückt sein, an unten noch vollziehbar. Sie kann eine ganz große Harmonie ausstrahlen. Musik hat den Zauber für uns mitzuholen an die Gefühlswelt von dem, den die Musik möchte. Und sie hat auch die Kraft, dass wir sie selber können nutzen, für Sachen auszudrücken, die wir vielleicht nicht können oder die wir nicht wollen, für die wir kein Wir da haben. Und dafür als Musik einfach ein ganz starkes Medium, mit dem wir als Emotionen können und andere rüberbringen, mit denen wir auch können, wo wir können als Gefühle teilen mit anderen, wenn wir zusammen Musik machen oder wenn wir zusammen Musik lauschen. Da sind wir irgendwo alle gut zusammen an demselben Boot emotional gesehen. Nina Simone hat das gemacht. Sie hat ihre Musik genutzt, für auszudrücken, wie es hier gegangen ist. Ihre Messagen sind nicht immer gehört gehen oder vielleicht auch nicht immer verstanden gehen. Das ist eine große Thematik oder eine große Problematik. Wie machen ich auch das, was ich ausdrücke, verständlich? Viele Musiker nutzen das Medium. Und ich ging mir eigentlich wünschen, dass wir alle gut selber das auch gängen als Chance nutzen, Musik zu holen, Musik zu machen, für uns auszudrücken, aber auch Musik zu lauschen, für uns ihre Stimmung können zu beeinflussen. Und da gibt es auch zum Beispiel Musiktherapie und Musiktherapeuten, auch hier zu Lützeburg, die einem da können helfen, wenn ihnen da vierwitzig ist, also wenn ihnen auf die Weg will gehen. Nina Simone hat an einen düsteren Moment geschrieben, ich will ganz hart um Hilfe scheißen, aber ich kriege keinen Ton raus. Und ich ging uns alle gut wünschen, dass wir, wenn wir an so einer Situation sind, und auch an einer anderen, wo wir das Gefühl haben, wir brauchen Hilfe oder wir brauchen ihn oder wir brauchen etwas, dass wir da eine Manier finden, für das rauszukriegen. Ob mit Wörtern, ob mit Musik oder mit etwas anderem. Das wünschen ich uns alle gut. Sit there and count your fingers. What can you do? Oh, girl, you're through. Sit there. Count your little fingers. Unhappy little girl blue. Sit there and
falling on you. It's time you knew all you can ever count on are the raindrops that fall on little girl blue. Won't you just sit there? Count the little raindrops falling on you. 'Cause it's time you knew all you can ever count on are the raindrops that fall on a little girl blue. No, you sold girl, you might as well surrender, 'cause your hopes are getting slender and slender. Why won't somebody send a tender blue boy that cheer up little girl blue? The Doors war in der ersten Band, die auch über Tod gespart haben, an ihren Liedern, die über Revolution gespart haben und über Freiheit. Den Jim Morrison ist in einer ziemlich rigiden Gesellschaft groß geworden. Sein Papa hat beim Militär geschafft, dann wurde auch immer gesehen, dass sein Beruf an sich auch an denselben Weg geht. Jim war echt so ein Träumer, den wollte seinen eigenen Weg fahren, den spirituellen Weg fahren, eben nicht an denselben Fuß stapfen wie sein Pap treten. Und wenn sich Lieder anguckt, hat den Jim da auch ganz viel dramatische Kindheitserfahrungen verschafft, weil Junot als Kind ein Indianer gesehen, den beim Verkehrsunfall da war Martin nie drüber geschwart, aber Junot versucht an seine Musik dazu verschaffen. Wird ganz viel vom Tod erzählt, auch den Tod besungen, was vielleicht auch hier statt Heinz so ein bisschen depressiv war, weil ihn auch gesucht wird, der den Heinz so verloren war, sein Weg nicht richtig gefunden wird, darum hat es ihn immer gegangen, seinen eigenen Weg zu fahren, eben nicht dasselbe zu machen wie seinen Älteren, sondern eigenen Weg selber zu fahren, seine eigene Identität zu kreieren. In Junot ist immer noch mit den Drogen angefangen, und es immer darum gegangen, seine eigenen Limiten auszutesten. Wie weit kann ich gehen, auch mal sozialen Regeln, er ist dann auch auf der Bühne abgeflippt, dann wurde ein Publikum dann zur Revolte abgerufen, das war an sich so sein Thema. Ein Zitat, was ich ganz spannend fand, war, dass hier davon er geschwart hat, mit mir, ich bin all in pieces, but I gave you the best of me. Das heißt, es war vielleicht alles ein Dädern, aber ich schon versucht, das Best von mir zu gehen. Und das schwätzt ein bisschen davon, dass er verschiedene Rollen hat. Er war auf der einen Seite den traumatisierten Kant, den man nicht kennen konnte, schwätzen über seine Erfahrungen. Auf der anderen Seite auch den exzellenten Lyriker, den wirklich ganz gut Sachen geschrieben hat und sich so konnte ausdrücken. Und auf der anderen Seite natürlich auch den exzentrischen Bühnenzauberer, den nie genau wusste, was meinst du, wenn ich auf der Bühne bin.
Was aber interessant war, dass ihn versichert, die letzten 3 Jahre von seinem Leben sich noch ein Kehr neu zu definieren, wenn nicht wieder wollt, wie den allen Rockmusiker gesehen gehen. Da das irgendwo auch die Depression gewirrscht, weil auch die Bandmitglieder gesucht tun, da das an sich so war, dass den Jamosen oft auch den Image, den die Leute ihm gehen und auch versucht, gerecht zu gehen. Das war auch die Schwierigkeit, sich da nicht zu verlieren an dem Prozess. Wenn die Gesellschaft mehr offen für ihn gewirrscht wäre oder vielleicht mehr geholfen hätte, dass ihn vielleicht auch könnte, hätte seinen Tod verhindern können oder ihm echt der Hilfe gehen können. Nevertheless, als auch nur noch 50 schon aus seinem Tod, seine Songs immens aussagekräftig, an sich musikalisch Kunst an und auch haut noch für alles die Message, den eigenen Weg zu fahren, an sich die Identitätsfroh, da setzt sich jeder noch auseinander an seinem Leben. Und da das was den Jamosen also ein bisschen matt gehen wird, den eigenen Weg zu fahren, und da ist so ein bisschen sein Hommage an Eis. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see, a vast radiant beach and cool jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Tuesday crooned the ancient ones. Time has come again. Choose now, they croon beneath the moon beside an ancient lake. Enter again the sweet fathers, enter the hot dream. Come with us, everything is broken up and dances. Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child, fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lustful life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns have stormed, the windows kept, and only one of all the rest to dance and save us from the divine mockery of words. Music inflames temperament. Music inflames temperaments. Oh, great creator of being, grant us
one more thing. One more thing. Thank you, O Lord, for the white, blind light. Thank you, O Lord, for the white, blind light. A city rises from the sea. I had a splitting headache from which the future's made. Manic depression is a frustrating thing, sieht den Jimi Hendrix also in den Lyrics. Und effektiv eine Person, die mit einer bipolarer Störung erkrankt ist, erlebt stark Stimmungsschwankungen. Sie schwankt zwischen der Phase von Manie, zwischen Momente, wo sie überaktiv, euphorisch oder sogar gereizt kann sein, eine Phase von Männer geprägter Manie, das ist Hypomanie oder Depressionen, auch stark Depressionen. Die Stimmungsschwankungen treten episodisch an unabhängig von der blocklichen Lebenssituation auf. Das ist die perturbieren den Lebensrhythmus, den sozialen Rhythmus, den innerlichen Rhythmus von der Person, die darunter leidet. Das Manic Depression ist aus sich ein Schnellwalz am Dreiviertelstakt, also ein ungeruhigt Taktart, der stark vom Jazz inspiriert ist, für den Tempo, also der Beat, den die Batte Matz springt, stark vom Jazz inspiriert ist. Die unerwartete Taktart für ein Rocklied auf jeden Fall bringt beim Zuhörer eine gewisse Tension mit sich an. Die Tension kann eine gewisse Musen durch den Vergleich sein mit den innerlichen Konflikten, Tensionen, die eine Person mit einer bipolarer Störung oder einer Allgemeinstörung kann erleben. Die mangelnde Stabilität ist aber nicht nur etwas, was Leute mit psychischer Krankheit erleben. Wir haben alle gemerkt während dem Lockdown, wie der mangelnde Lebensrhythmus einen Impact auf uns hat. Der Fakt, dass man nicht so gut geschlafen oder dass man unseren Schlafrhythmus verloren, unseren Tag, nur Rhythmus vom Körper, unseren Arbeitsrhythmus, unseren sozialen Rhythmus verloren, hat einen Impact auf wie wir uns während den paar Monaten am Confinement gespürt haben. Es ist dem nur wichtig, unseren Lebensrhythmus einer gewissen Konstanz zu erleben, für ein Gefühl von Stabilität beizubringen, und für ein bisschen einen gesunden Lebensstil zu haben. Den Jimi Hendrix als von den Künstlern, den mit seiner Kunst mit der Form gebracht wird, überrascht wird, weil auch dazu beigetragen hat, dass zu einem faszinanten Personage genoss. Seine imperfekt Art und Weise zu spielen, also auch das, was seine Persönlichkeit so reich, also so attachant gemacht hat. Kunst kann, also soll mit den gewinnten Formen, mit den Harmonien, mit den established Forms brechen, die Art und Weise mit den Formen zu brechen, als gerade das, was Kunst so faszinant macht, so innovativ macht, und das Transzendental, was verschiedene Leute können erleben, wenn sie für einem Kunstwerk stehen oder ein Kunstwerk nur leisten. Par contre, wenn ihr von der Santé mentale schwätzt, wenn man von der psychischen Gesundheit schwätzt, als einen gewissen Lebensrhythmus nicht wegzudenken. Searching my soul.
could caress with a kiss, with a kiss. Manic depression, frustrating mess. Voilà, bei dem nächste Stück war du heiert, das wird interpretiert vom George Island an heißt Restacks also vom Justin Vernon, den am Anfang des Projekt Bon Hiver an Leben gerufen hat, mit diesem ersten Album. Und Heike sagt den auch anderem ganz gut, wie ein Künstler kann seine psychischen Konflikte verschaffen, an der Musik, an der Komposition. An dem ersten Album geht es dann auch mehr um die Liebe, um den Liebeskummer, die melancholische Stimmung, die hervorgerufen wird durch den Liebeskummer. Was aber bei diesem Künstler ganz interessant ist, als die ganze Weiterentwicklung, die er möchte mit den verschiedenen Alben. Am dritten Album zum Beispiel 22 A Million, was ganz interessant ist, als die neuen Tools, die den Künstler herbringt, für seine psychische Verfassung am Anfang auszudrücken, weil er auch da eine Zeit hat, eine ganz schwierige Zeit hat, mit Ängsten, Depressionen, körperlicher Krankheit, wo sich auch an die Jagdhütte zurückgezogen hat, an ein ganzes Jahr in dem Album geschafft hat. Bei 22 A Million, da können wir so das Two an dem ersten Stück, wo dann auch erklärt, die Dualität am Anfang, die sein oder nicht sein, ne? Will it be over soon, will I last forever, ne? So dass immer auf der Sicht sind, nur dem Sinn am Anfang auch vom irdischen Leben, ne? War das, selbst du nur, kannst du nur, ne? Gebraucht zum Beispiel ein Harmonizer-Effektgerät, wo die Stimme sich stellt, ne? Wo da beim pure Stimmen da sind, ne? Weil ganz flott die Komplexität am Anfang von der menschlichen Psyche reflektiert. Und für von der menschlichen Psyche, wenn ein Mensch krank ist, ne? Das kann ganz weit gehen. Das kann die negative Stimme sein an der Depression, aber das kann aber auch an der Psychose, die Mehrstimmigkeit, ne, wo die Menschen noch oder Patienten noch Stimmen hören. Ne, wo dann nur aber auch noch, was Spruch belangt, nicht nur Musik, aber auch Spruch, bringt dann noch eine Symbolik ran. Mit Symbolen wie wenn Musik als solch und Spruch als solchen Text nicht gegen durchgehen, für das Komplex, was an einem Menschen kann, für auszudrücken. Lo kommen wir aber zum ersten Album von Emma, Forever Ago, Restacks, interpretiert von Josh Island. Und ich wünsche dir Genuss für das zu lauschen. Viel Spaß.
is my excavation tool. Day is come this is it's hard to know when you find it and you know it. When your money's gone and your trunk is heavy. And you're back with the racks as he stacks your load. In the back with the racks and he stacks your load. In the back with the racks he's stacking your load. And you twist into the sun. Could it be frozen ground? There's a black room sitting across from wiry legs across. And he's dangling my keys, even fakes a touch. Whatever could it be led me to this life. And you're back with the racks as he stacks your load. In the back with the racks as he stacks your load. In the back with the racks and you're stacking your load. This is not the sound of a new man. A crispy realization. This is the unlocking and lift away. For your love will be safe with me.
Die Damen und Herren, ich hoffe, den Filmkonzert hat euch gefallen. Ja, gerne, könnt ihr klappen. Wir haben gute Musiker heute zu Lützeburg. Es war nicht immer weit zu fahren, für gute Musik zu hören. Merci also der Equipe rund Paul Bellard, die merci auch den Professionellen aus der Santé mentale, die auch ganz interessant Input gegeben haben. Ich gucke denke schnell auf Dauer. Wir haben nach 7 Minuten bis 10. 10 aus den Deadline für den Publikumspreis zu decernieren. Das heißt, die hat für die, die im Livestream sind oder heute zu Hasper, oder nach 7 Minuten Zeit für ihre Like, also den Daumen nach oben, zu klicken bei der Video, die euch am besten gefällt. Wir gingen aber auch von dieser Plattform, also von dieser Tribüne, auch von der Zeit profitieren für stellvertretend für die 120 Leute, die das Woche formiert, die sind Sekuristen, neue Sekuristen an der Santé mentale, die das Woche formiert sind. 2 von ihnen stellvertretend für sie alle mit ihrem Zertifikat zu belohnen. Ich begrüße noch dafür, ab hier auf die Bühne zu kommen, Dr. Seimetz Elisabeth, Psychologin, Formatrice von den Erste-Hilfe-Kursen an der psychischen Gesundheit, sowie auch als 2 neue Sekuristen, Elisabeth Hansen und Morgane Granger. Kommt von der Spiel bis auf die Bühne, da er ein Zertifikat überreicht kriegt. Covid-bedingt sind wir dann noch ein bisschen mehr weit von den Wäsche. Dr. Seimetz, vielleicht könnt ihr uns ganz kurz erklären, was ist das ein Erste-Hilfe-Kurs an der psychischen Gesundheit? Und für allem ging es interessierend zu wissen, was können die Sekuristen, was für Kompetenzen haben. Also die Erste-Hilfe-Kursen an der psychischen Gesundheit, die basieren sich auf dem Prinzip vom klassischen Erste-Hilfe-Kurs. An unserem Erste-Hilfe-Kurs lernen den an 12 Stunden, was Symptome sind von den häufigsten psychischen Krankheiten. Und dann für allem lernen ich aber, also die Symptome natürlich zu erkennen und dann eine Person darauf umzuschwätzen. Ich lehre an dem Sinn zu reagieren. Ich lehre auch am Kurs, wie ich kann so ein Gespräch durchführen, was wichtig ist während so einem Gespräch, was wichtig ist an einem Gespräch mit einer Person, der nicht gut geht, was die Person braucht. Ich lehre dann noch, wie ich sie kann unterstützen, dass ich hier zum Beispiel auch Informationen geben kann. Ich lehre für allem auch, sie zu encouragieren, sich professionell Hilfe zu gehen. Und dann ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss auch, also die Etappen, die Jule abgezählt sind und sich die Etappen, die in am Kurs lehrt, ganz wichtig zum Schluss der Ressourcen aktivieren. Also gucken nach dem Feld mit anzubannen und auch die persönlichen Ressourcen von der Person zu aktivieren. Und dann gehen am Kurs auch ganz konkret psychische Krisen angeschaut, wie zum Beispiel eine Suizidalkrise. Wie kann ich die erkennen? Was braucht eine Person, die an einer suizidalen Krise ist? Oder zum Beispiel eine Person, die einen Panikattack hat, wäre das so wichtig zu machen. Wenn wir eben wissen, wenn wir gucken, wie viele Leute am Laufe von einem Jahr betroffen sind, das ist von 4, das sind da viel. Auf jeden Fall, wenn wir wissen, wie wichtig es ist, frei zu reagieren. Wenn wir erst reagieren, wird Leute sich erst professionell Hilfe gehen, wird Krankheiten, psychische Krankheiten lang dauern, aber doch die Leute, wird Chronifizierung wahrscheinlich ist von einer psychischen Krankheit. Es ist das wichtig, frei zu reagieren. Und dann ist den Entourage natürlich toll und die Attitüde vom Entourage natürlich auch ganz wichtig. Und wir hoffen dann auch durch so eine Information, das Ganze ein bisschen zu destigmatisieren und dafür zu sorgen, dass sich der breite Publikum jeder ein bisschen mehr abgeht und unterstützend wird, wenn die Leute psychisch nicht gut geht. Très bien. Also das Woche sind dann 120 Leute formiert gehen. Ja. Wie soll es weitergehen? Gehen nach einer Formation angeboten an den nächsten Monat? Ja, also das Ziel ist es, 2021 ganz viele Formationen anzubieten. Wir werden an nächster Zeit dann noch Instruktoren formieren, die weiter anbieten. Ziel ist, also die Formationen da werden halten. Ziel ist, dass da doch an der Gemeinde angeboten wird,
wo dann die Leute können Deelholen, wie und sich an einem klassischen Ersthilfekurs. Très bien. Und stellvertretend, weil wir kein offiziell Zertifikat verlegen können, machen mit 120 Leuten, haben wir dann 2 Sekuristen inner uns und wir gingen denen dann den Zertifikat überreichen. Einkehr fängt man mit Elisabeth Hansen an. Merci. Ja, du darfst klappen. Wir haben einen Sekuristen geholt, die im letzten Kurs Teil geholt hat, und aber auch eine Person, die im französischen Teil geholt hat, das ist Morgane Granger. Félicitations. Voilà, ich hatte die große Ehre, dabei zu sein, für eine von den ersten Formationen mitzuhalten. Und ich felicitiere auch unsere 2 Partizipanten. Wir geben ihnen dann aber auch, also ich schon logisch war als Formatrice und von der warum auf Flo dann zu hören, wie es dann für die Leute war, die Deal geholt haben. Lisa, du hast mal so im letzten Kurs Deal geholt. Gibst du die Formation rekommandieren? Also, ja, natürlich gebe ich das Formation wirklich weiter rekommandieren und weiter empfehlen. Und das wirklich auch gut verreden. Das heißt, nicht nur, also, nicht nur die, wie ich zum Beispiel Studien in der Psychologie gemacht habe, aber wirklich schon das große Publikum und vielleicht auch die gut nicht an der Branche oder zu dienen haben. Und, ja, die Formation war ganz schön strukturiert und ganz auffassungsreich. Das heißt, es war nicht nur theoretisch, aber wir noch wirklich praktisch konnte gesehen, was man nicht, wenn eine Firma ist, dem es nicht gut geht. Merci. Et Morgane, toi, tu as participé à la formation française l'après-midi. Qu'est-ce que tu as amené de la formation? C'est vrai que cette formation a été vraiment top et on peut que remercier les formateurs. On a eu vraiment un duo de choc qui a vraiment rendu cette formation passionnante et moi je peux vraiment que remercier Franz et Barbara qui m'ont formée et parce que toute cette formation a été remplie d'échanges aussi passionnants que bienveillants et voilà, c'était super. Merci. Merci. Très bien, merci. An der Hoffnung, dass das Formation nicht zu viel muss aufwenden, wir sind aber froh, ihr erinnert die Sekuristen an der Santé Mentale, den ersten Sekuristen an der Santé Mentale, Ziel aus bis 2023 rund 6.000 Leute formiert zu haben, die 120 echt Hummer. Merci an einen kleinen Applaus für die Sekuristen. An natürlich auch für die 118 anderen, die wir noch nicht den Ofen konnten, invitieren. Merci nach einmal, auch merci der Dr. Seimetz für die flotte Vorstellung von der Formation. Voilà, ich habe gerade die Enveloppe oder die Information, wen da den Publikumspreis gewonnen hat von diesem Videokonzert. Mit 530 Likes oder 530 Stimmen gewinnt der Film, der sich nennt Film OC Date. Die wird gesehen, dass der Film ist, den weist, wen ob ein unterhaltsam und auch sogar witzig, er weiß ein Thema von psychischer Krankheit demonstriert, informiert, wer den machen kann, wer ihn soll gehen, wann ihn mit der Krankheit, die da logisch schon gesehen umgehen kann. Als Gratulation ging dann an Sachin Kumar für den Publikumspreis. Hier kriegt von uns an den nächsten Tag eine GoPro-Kamera. Felicitationen an, ich ging proposieren,
wann es mit der Regie klappt, dass wir den Film direkt gucken. Also wir gucken den Film vom Sachin Kumar, Film OC Date. Der gesehen für was? Is that you in the picture? Yes. Yeah, it was my first day in Europe. Oh, nice. So, are you hungry? Oh, yeah. So what did you cook for me tonight? Yeah, so this is jeera rice. And this is chicken curry, Hyderabadi style. It can be a bit spicy. And we're gonna have some surprise dessert in the end. This looks and smells amazing. Yeah, thanks. So, bon appetit. Wait, you guys generally eat with hands, right? Yeah. I want to try it. Are you sure? Yeah, what's the worst that can happen? It can be messy. Oh, come on, it's fine. Okay, so you mix rice with curry, and then you take some of it, and then you slide in with your thumb. There's some rice on your dress. I told you, it's not gonna be easy. Come on, it's just a few grains. So, how was your day? So today we went to the library because we had these research groups, right? So I told you about that. It's like a really, really cool class that they offer. And I got the program that I told you about. It's about the intersection. And so today was our first meeting in the library. I'm sorry, there was this rice grain on your dress, and I had to remove it. I'm sorry, but I have this thing, OCD with cleaning, and I really didn't know how to tell it to you. Yach, it's okay. I know what OCD is. I can understand. Yeah, that's why I wanted to have this date at my place rather than in a restaurant. Hey, let me tell you something. I have a condition called prosopagnosia. What? What is that? It's a kind of disorder. I can't recognize faces. Come on, you just don't have to say something to make me feel better, you know? No, I'm serious. I can't recognize people by only looking at their faces. I need bodily input. So you mean if there was another guy with my body type, you cannot differentiate between both of us? That's exactly what it is, which is why I didn't want to meet you in a restaurant, to avoid confusion. I had no idea about such a thing before. Actually, a lot of people don't know about that. Did you know that there are over 200 classified mental illnesses and we generally only know a few of them? In Europe, mental illness. That's huge. I know, right? And only a few of them get proper treatment, only about 25%. So I suggest you go see a psychologist, get a proper treatment. Because you know there is help out there, we just need to be able to accept it. Thank you. I will surely look into it. I thought that this would be a date night, but destiny had something else planned for us. Well, we've only just started, right? You never know. True. So you really cannot tell how exactly I look? Voilà, die Damen und die Herren, eine Gratulation dem Sachin Kumar für den Publikumspreis. Wir kommen dann noch bei den zweiten Highlight von diesem Abend als Diskussionsrunde zum Thema Santé mentale mit 5 Experten aus verschiedenen Bereichen. Ich begrüße für diesen Mal Dr. Giuliana Dalimonte, Mediziner spezialisiert an der Psychiatrie und Psychotherapie am Kinder- und Jugendbereich. Sie schafft an der Division von der Sozialmedizin, von der Aufhängigkeitskrankheiten, an von der psychischer Gesundheit an der Direktion de la Santé im Gesundheitsminister. Willkommen, Dr. Dalimonte. Delphine Prüm als freischaffende Psychologin und Psychotherapeutin, Präsidentin von der FAPSILUX, der Föderation von den Psychotherapeutenassoziationen. Auch ihr, Madame Prüm, willkommen. Den Dr. Gondouin, Dr. Patrick Gondouin, Psychiater am Centre Hospitalier Émile Meyrich, Präsident von der Ligue Luxembourgeoise d'Hygiène Mentale. Bienvenue, Monsieur. Den Dr. Paul Hedo, Psychiater am Centre Hospitalier de Luxembourg, Präsident von der Lützeburger Gesellschaft für Psychiatrie. Herzlich willkommen, Dr. Hedo. Und last but not least, Marc Stein, Diplompsycholog bei der Police Grandicale und Präsident von der Lützeburger Gesellschaft für Psychologie. Herzlich willkommen. Guten Abend.
Die Damen und die Herren, merci für dich mal für Ihre Präsenz. Wir haben am Kader von der Semaine de la Santé Mentale die Echthelfskuren angefangen an eine ganze Reihe von Fragen, die ich erst den Abend stellen, stammen von den Partizipanten, die bei denen Formationen mitgemacht haben. Eine von den Fragen, die quasi an alle Gruppen kommen, ist die, was ist der Unterschied zwischen einem Psychologen, einem Psychiater und einem Psychotherapeut? Können das Leute abklären? Dr. Hedo, vielleicht für Psychiatrin, den Herr Stein für Psychologen und Madame Prüm für Psychotherapeuten. Wie wir aufhängen? Ladies first. Delphine Prüm, wer ist ein Psychotherapeut? Also Psychotherapeut ist ein Professionellen, den zwei Ausbildungen hat, eine Grundausbildung, und zwar entweder als ein Mediziner von Beruf oder als Psycholog. Und beide haben dann noch eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Und ein Psychotherapeut, den empfängt dann Leute mit psychischen Störungen, eben wie wir gerade geschwärzt haben, und therapiert sie dann. Das heißt, geht darum, dann neue Gewünschten zu finden, Verhaltensänderungen, mehr Flexibilität und Gedanken zu bringen und eine bessere Qualität wie dann auch können rumzufinden. Okay. Was möchte ein Psychiater da anders, dass Dr. Hedo? Ein Psychiater hat mal für dich eine Ausbildung, ein Psychiater das für dich mal Medizin, also wenn die Medizin studiert wird, nur so im Grundstudium von Medizin möchte eine Ausbildung in Psychiatrie. Das ist eine Ausbildung, die dauert ein paar Jahre. Das ist eine Ausbildung, die relativ praxisnah ist. Bei Leuten, die psychisch krank sind, nun entweder Erwachsene oder kann auch Jugendliche. Das gehen so zu Richtungen. Während dem Studium oder der Ausbildung lehrten auf der einen Seite die medizinischen Aspekte von psychischen Krankheiten, typisch medizinische Behandlungen, medikamentöse Behandlungen, die einfach vielen schwere psychische Krankheiten zum Standard heutzutage gehören. Und auf der anderen Seite lehrten, da das auf verschiedenen Ländern verschiedene strukturiert, psychotherapeutisch Utien oder Ausbildungen, die können ganz divers sein, die können mehr klassisch sein, die können mehr modern sein. Und das ist ein bisschen die Ausbildung davon. Psychiaterin, was ähnlich möchte wie ein Psychotherapeut, das ist, dass verteilt mal eine Krankheit probiert genau anzuschätzen, wenn eine Person mit einer psychischen Krankheit oder einer psychischen Symptome könnt gucken, aufzuklären, was das vielleicht der körperliche Teil von der Krankheit, was das der psychischen Teil, psychologischen Teil, was das vielleicht der soziale Teil, der Umfeldteil von der Krankheit. Und dann, wenn eine Einschätzung da hat, dann idealerweise auch soll man Patient aufgeklärt gehen und dann kann da noch Summe geschafft gehen. An den Psychiater gebraucht, an denen die meisten Psychiaterin, es gibt noch ein paar Psychiater noch als die ganz streng psychotherapeutisch schaffen, aber die meisten Psychiaterinnen, die schon wissen, die kombinieren medikamentöse Behandlungen, wenn die nötig sind. Und die können aber heinz so nötig sein, sie müssen sogar heinz so nötig sein, für verschiedene psychische Krankheiten gut zu behandeln. An der psychotherapeutische Begleitungen, Therapien, wie das halt bei der Person in dem Moment möglich ist. Okay, merci Dr. Hedo. Marc Stein, was möchte Psycholog? Ja, ein Psycholog, das ist am Anfang ein Mensch, den ein komplettes Studium von 5 Jahren am Bereich Psychologie gemacht hat. Was ist am Anfang Psychologie? Das ist die Wissenschaft von der Psyche vom Mensch. Das heißt, wie ein Mensch denkt, wie ein Mensch fühlt und natürlich auch, wie sein Verhalten daraus entsteht. Das heißt, das ist am Anfang viel mehr breit gefächert, während der Psychotherapeut und der Psychiater sich natürlich viel mehr stärker fokussiert auf psychische Störungen, als am Anfang die Wissenschaft von der Psychologie viel mehr breit gefächert. Also ich gehen eigentlich extrem viele Beispiele, das geht von der Erbespsychologie über Gesundheitspsychologie, Sportpsychologie, mein Bereich Policepsychologie. Also das ist am Anfang ganz, ganz breit gefächert. Was natürlich vielleicht halt nur mehr interessiert als die Branche von der Psychologie, die dann am Anfang an den Bereich von klinische geht. Also klinische Psychologen sind ausgebildet für auch Leute an Schachzölen, Neuropsychologen auch. Und sie können mit ihnen dann auch Tester machen, da sind sie Spezialisten dran, für wirklich auch können an der Richtung dann
Krankheit mat zu bestimmen, an natürlich die Leute auch de Leute schon in Soutien gehen, eng Prise en charge in Open Ohr, das schon das, was ganz wichtig ist, an darauf hin, und dann gucken wir, ob man am Prüm können verschiedene eine Zusatzausbildung machen von 3 Jahren, wo sie am Anfang da wirklich nach eine Methodik lehren, 4 verschiedene psychische Krankheiten, Störungen an den Griff zu kriegen. Und Hummer, das für 120 Sekuristen formiert eng von den Etappen, die der Sekurist soll applizieren, als die Leute zu encouragieren, psychologisch Hilfe umzuholen. Wo soll der Sekurist dann aufhängen? Wo geht die für dich hin? Wollt vielleicht eine Antwort dazu? Wann der Sekurist soll encouragieren, den psychisch fragilisiert das, hinzuorientieren, wo fängt die an? Soll ich vielleicht antworten? Also ich meine, was immens wichtig ist, und ich kenne nur die Formation nicht, aber ich meine, dass immens wichtig anzuschätzen, wie akut die Situation ist. Einst du Menschen aus der Gesellschaft, denen bleibt ganz, ganz schlecht, und dann ist es eigentlich wichtig, dass du, ob sie durchgeht, mit der schwätzt, Sachen offen ausschwätzt, aber wenn ihr wirklich feststellt, dass die Person zum Beispiel akut suizidal ist, dann geht es nicht mehr an die Urgenz, für das am Anfang der Person geholfen wird. Also ich meine, die Frage ist vielschichtig, ich denke, dass man vielleicht akut hat, wenn es Männer dringend ist, gibt es ganz viele Plätze hier im Land, wo ich hingehen kann, wie gesagt, Psychiatren, Psychotherapeuten, Psychologen. Und dann haben wir auch noch ganz viele Institutionen hier im Land, die auch an dem Bereich arbeiten, wie zum Beispiel dann League, aber auch noch ganz viele andere, wo die Leute können en charge geholt gehen. Ich meine mittlerweile ist auch im Internet, wenn ihr ein bisschen rundherum googelt, wir sehen die nötigen Plätze von den verschiedenen Services, die wirklich auf verschiedene Bereiche ganz gut sind, ganz spezialisiert sind. Und vielleicht auch nicht zecken, engem unzurufen, wann ihr Fragen hat. Dr. Dalimonte, gesagt, also Gesundheitssystem etwas für die Leute, die sich wohl behandeln wollen, mir vielleicht nicht die finanziellen Moyen haben, für zu machen. Also im Moment ist es so, dass wir ja 2 verschiedene Systeme haben. Wir haben das System von der Behandlung, die über CNS finanziert, ja auch aus, an den anderen funktioniert über den konventionierten Sektor, also Finanzierungssystem dann auch. Und dort, zu der gehört liegt dann auch das SIB, aber auch Jugend- und Drogenhilfe. Das Gesundheitsministerium hat insgesamt 40 Assoziationen, mit denen sie konventionär durchsehen, wo die Leute eigentlich gratis können konsultieren, sowohl am Erwachsenenbereich wie auch im Kinderbereich. Und ich meine, weil spezifisch, also ganz spezifisch für Akutsituationen, au départ, weil das SIB ja ein bisschen an der Optik kreiert, gegen 4 Jahren auch mit der ersten Charge auch vom SIB, wirklich was Suizidprävention geht, wo ihn da kann an eine Instanz auch rufen, wenn er ein Problem auch hat. Ich meine, zusätzlich zu der Struktur ging auch eine andere Struktur, wie so als Stress zum Beispiel, oder kann ein Jugendtelefon dann noch, wo ich kann akut dann noch rufen. Wie sicherlich sind das Assoziationen, die im Moment immer mehr Moyen noch brauchen, die ganz viel sollicitiert gehen, wo wir dann natürlich sowohl im Gesundheitsministerium wie auch in anderen Ministerien sollicitiert sind, denke genau zu gucken, was da gebraucht wird. Voilà. Okay. Das ist kein Geheimnis, dass es oft lang dauert, bis sie halt zu Lützeburg eine psychologische oder eine psychiatrische Behandlung aufhängen kann. Wieso ist das so? Und was wird da gemacht, wie dagegen zu steuern? Ist nicht Dr. Gondouin? En ce qui concerne les psychiatres, bon, c'est pas compliqué, il n'y en a pas assez. Donc effectivement, ça fait des listes d'attente. Bon, ce qui fait aussi que bon, les gens vont aux urgences. C'est une façon aussi de répondre à ces longues listes d'attente. Société luxembourgeoise de psychiatrie, Dr. Hedo hat gestern oder 4 gestern
Kommuniqué herausgeschickt, dass effektiv Psychiater nicht schwer haben hier am Land, weil da nicht genug gehen, wie den Dr. Gond ja schon gesagt hat. Arbeitskonditionen nicht immer ganz einfach sind mit viele Garten du stellst sich natürlich froh, Hummer genug Psychiatren, das der dient, und dann gehen da genug formiert. Das ist schon mal so gelost, dass an der größten Universität an der Welt, dass da am Jahr nicht mehr wie ein Dutzend Psychiater formiert gehen. Gibt es ein Problem von Attraktivität vom Beruf? Wie als Interpretation von der Situation? Da waren noch ganz viel froh bei Nähen, kommen bei der ersten Sache an. Mark Schein hat das von mir auch schon gesagt, wenn ich eine Person psychisch das wie oft schätzen, wie gravierend, dass die, kann man so, wenn eine Person am Moment eine ganz gravierende Störung hat, da landet sie normalerweise an die Urgenz. Und du brauchst nicht lang zu werden, du brauchst vielleicht eine Stunde, aber du gehst dann einfach zu selbst Werk von einem Psychiater gesehen, da das auf 4 Spitäler hier am Land. Das ist richtig, dass die Gruppe von Doktoren, die das machen, das ist eine relativ kleine Gruppe, die ist auch eine Dimension, die Gruppe, moyenne ist eine Dimension bei den Doktoren. Und das sind Arbeitsbedingungen, die nicht unbedingt für ganz viele Leute ganz attraktiv sind. Dafür ist das schon ein Problem, ein Versorgungsproblem auch für Leute dann einfach gut zu behandeln. Die Leute, die wirklich eine Chance haben, die gehen gut abgeholt, die gehen noch gut betreut, die gehen noch gut behandelt, die gehen dann noch nur behandelt, wenn sie nicht mehr am Spital sind. Was manchmal mehr kompliziert ist, dass die Leute, die so halbe Urgenzen sind, die nicht unbedingt mussten am Spital bleiben, weil sie noch so ein Spitalsbett, sie ganz dünn gezählt. Der Doktor an der Urgenz muss schon immer überlegen, hören stehen da Patienten, wo hören schon anderen ab. Da das selbst hat dann oft auch ein bisschen zu Diskussionen mit Leuten fährt, weil zum Beispiel bei Suizidrisiko Psychiatren da normalerweise Männer stark abschätzen, wie vielleicht Leute, die nicht Psychiater sind. Das ist ein Problem, und dann die Leute, die dann zu halbe Urgenzen sind, die vielleicht noch können besser werden, für die ist das ein bisschen kompliziert. Die Leute, die nicht so stark gefährdet sind, die können dann aber Rendezvous werden oder müssen noch vielleicht noch bei einem Psychiater gehen, das ist ja auch möglich. Und das ist richtig, dass es ein neues Problem gibt. Das Medizinstudium ist ja ein Studium, das auch nicht einfach so hinkriegt. Die Länder hast das limitiert, aus Ursachen, die noch schwer nutzvoll sind. Sie werden nicht genug Doktoren, nicht genug Psychiaterinnen. Psychiatrie ist vielleicht auch nicht die Disziplin, die am meisten sexy ist an der Medizin, kann man so mal so. Das ist interessant, so, dass zum Beispiel Psychiatrie war eine von den nächsten Disziplinen an der Medizin, wo viele Frauen da waren. Ne? Und das war genau dummer, da sind Frauen mir nicht zum Zug gekommen. Das ist Psychiatrie, also halt noch immer eine Disziplin, die nicht so, kann man so mal, die nicht so sexy ist, die auch halt finanziell nicht besonders attraktiv ist, par rapport zu anderen Spezialitäten. Und dann mit den ausländischen Unien, ja, die ausländischen Unien haben mittlerweile auch Probleme mit Norwest, das heißt, da haben sie hier Leute bei sich. Da schicken sie es nicht nach dem Ausland, wo sie dann Entwicklungshilfe machen. Dafür muss man da doch selber an die Hand holen, dass man selber evaluieren, ja, da kann man bilden als Doktor selber aus. Wenn wir irgendwie wollen Führung kommen. Wenn ein Land wie Belgien, die größte Universität an der Belgien, nicht fertig bringt, mehr wie 12 Psychiater zu formieren, möchte das Sinn, zu Lützeburg in einem Land, das aber nicht mal mehr kleiner ist, ein Psychiatriestudium anzubieten. Ich meine, das ist eine Revendikation von Ihrem Bayer. Ja, das muss so an der Belg, ich weiß nicht, man so viel wie Belg so schwätzen mit Belg, die haben Streit zwischen den Flanölen und den Flammern, und dafür machen sie Quoten, die politisch motiviert sind, und nicht Santé publique mäßig. Und dafür schicken sie keine Leute mehr an das Ausland. Ich möchte sicher sein, bei Psychiatern kommt noch dabei, dass wir auch ein bisschen ein Sprachproblem haben. Medizinische Versorgung ist komplex hier im Land. Wir haben aber eine Sprachsituation, die kompliziert ist. Da gibt vielleicht medizinische Disziplinen, wo die Sprache nicht so wichtig ist. Aber bei Psychiatrie ist es einfach wichtig, können mit den Leuten zu schwätzen.
An der Hinsicht können wir zum Beispiel auch nicht aus einfach andere Länder einfach Doktor sicher gehen. Das heißt dann halt Sützbusch probieren, Doktoren auszubilden, die dann noch löserlösig und das Spruchsystem können gewinnen, vielleicht auch einen Spruch können lehren. Also mehr Menge schon, dass da ein Piece, dass die ganz wichtig ist, die man auch an Menschen in relativ kurzer Zeit, wenn du ein bisschen gute Willen du hast, könnten aufbauen. Man hat noch bestimmt Leute, die du an der Ausbildung könnte machen, gehen halt so Doktoren, die schon Jahrzehnte lang Psychiater, Psychotherapie-Ausbildung machen. Es gibt Doktoren, die an ausländischen Universitäten des Stage sind, also das könnte man hinkriegen, wenn man noch mit ausländischen Universitäten da Synergien machen, das wäre gut. Das ist ja ein Modell, das bei den Journalisten seit ein paar Jahren probiert geht und auch relativ gut klappt. Das ist vielleicht mehr attraktiv wie Belgisch. Besteht das Problem auch bei den Psychologen, bei den Psychotherapeuten? Haben wir da auch eine Penurie von Psychologen und von Psychotherapeuten? Willst du noch solche Intervent? Ja, okay. Also bei den Psychologen ist es manchmal ein bisschen umgedreht. Ich meine, das ist relativ sexy. Wenn ich gucke, dass man eigentlich ganz viel Leute, immer mehr Leute, und das fand ich immens flott, entschieden sich zu einem Studium an der Psychologie. Und so gesehen haben wir eigentlich kein Problem von der Penurie, das ist wahrscheinlich so ein bisschen mehr ein Problem von der Akzeptanz. Und ich darüber gehen und ich gucke, an du hast am Anfang wirklich halt zu Lützeburg im Moment wirklich etwas, was nicht richtig dreht. Und ich muss das auch wirklich keinem so sagen. Am Jahr 2015 als ein Gesetz gestimmt ging über Psychotherapie, wo eben halt auch, wie gesagt, à la fois Mediziner, Psychiater und Psychologen mit einer ganz intensiver Zusatzausbildung, die ganz über 3 Jahre geht, und die wirklich ordentlich ist, eben halt eine Autorisation kriegt von der Santé. Mittlerweile sind das Menschen 200 Leute, ich weiß es nicht genau. Oder sogar mehr, ich meine, kann Delphine Prümner so sagen, aber am Anfang du wirklich problematisch ist, dass seit 2015 es nicht fertig gebracht ging, auch auf EW zu gehen, wo die Psychotherapie remboursiert wird. Also das am Anfang, wir schwätzen hier am Autonomen von psychologischer Gesundheit, und heute zu Lützeburg bringen wir es nicht fertig, auf 5 Jahre haben wir es nicht fertig gebracht, Psychotherapie zu remboursieren. Und viele Beiträge, ich denke auch, was ministerisch gesagt hat, das ist für uns absolut normal, zu Lützeburg, wenn ein somatisches Problem hat, en charge zu gehen. Ich meine, das ist das normal, ich gehe en charge, ich kann das remboursiert, wir sind ein Land, das am Luxus lebt, tipptopp. Und da sind wir, wo genau die Stigma kommt, nämlich wenn Leute psychische Probleme haben, da geht das schwer. Du kannst nicht bei freischaffenden Psychotherapeuten gehen und das remboursiert kriegen. Und du seid in dat à la fois Psychiatrie wie auch Psychotherapie und klinische Psychologie trotzdem nach ein bisschen wie Stiefkant behandelt wird. Und das geht auf Kosten von den Leuten, denen nicht gut geht. Und das ist wirklich ein Problem. Und ich meine, Delphine kann vielleicht auch noch ein paar Worte dazu sagen. Seht ihr das auch so, Madame Prüm? Ja, ganz genau. Ne? Also mittlerweile sind 500 Psychotherapeuten unerkannt. Ne? Die arbeiten an ganz verschiedenen Bereichen. Sie sind zum Teil angestellt, im Spitäler oder in einer Assoziation und auch selbstständig. Aber die Patienten, die da hinkommen und die auch richtig krank sind, kriegen keine Hilfe. Keine finanzielle Hilfe. Das sind Großkosten. Diese Drogen müssen oft über eine lange Zeit für ihren gesund können zu gehen. Und sie gehen aber immer noch am Rennstuhl gelassen. 2015 hast du gesagt, war das Gesetz. Das sind 5 Jahre hier. 5 Jahre. Wir waren schon ein Gewählen. Wir hatten Covid. Ne? Aber bei dem Covid haben wir gesehen, dass wir ganz sehr Sachen können ändern. Ganz sehr kommen wir mal Sachen und die Sachen auf Platz gesagt. Und wir können nur die Gesundheit von unseren Leuten gucken in eurem Land. Wir können das, wir sehen es ja. Aber schon nicht der psychischen Gesundheit. Und bei unserem Dossier geht es nicht sehr. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir auf einer Seite Psychiatren, die zu viel Arbeit tun, oder nicht genug Psychiatren da sind für die viel Arbeit, die steht. Auf der anderen Seite haben wir
mehr Psychologen wie gebraucht. Wir haben ein paar hundert Psychotherapeuten, die darauf warten, gibt es keine Schnittstellen, wo so kann man entlasten, Psychiatern ein bisschen an, wir versuchen den Psychotherapeuten respektive den Psychologen einen Teil von den Aktivitäten zu transferieren. Ist das etwas, was envisageable ist, einerseits für Psychiatren, andererseits für Psychologen oder sogar für den Gesundheitsminister? Gibt es Schnittstellen an? Besteht dort Möglichkeiten, einen Transfer von verschiedenen Aktivitäten zu machen? Also im Moment ist das dann bei uns intern nicht an der Diskussion, was der Transfer von den Aktivitäten los. Ich meine, das Wichtige für mich auch halt zu sagen, dass damals das Gesetz vom Psychotherapeut geschrieben ging, dass also du wird bei uns intern klar, das geht Hand an Hand auch mit dem Remboursement. Und wir müssen lernen, dass ein Gesetz schreiben nicht unbedingt Hand an Hand geht, dass es automatisch remboursiert geht, weil wir hier an einer Situation noch sind, wo die ganzen Negoziationen noch mal im Ministerium für die Security Soziale laufen, noch mal das CNS, und die natürlich auch hier Regeln noch haben. Und selbstverständlich ist da als Ministerium auch immens unterstützen doch an der Demande und auch von den Psychotherapeuten. Wir, voilà, ich meine, wir kennen die Situation noch. Ich wollte ja auch noch sagen, dass gestern Hearing am Cercle, wo das Jugendparlament da war. Und die haben eine Resolution erarbeitet, wo darum gegangen ist, wirklich sentimental auch bei den Jungen, dann auch. Und auch während der Diskussion, dann da ist das Thema vom Remboursement auch von der Seite vom Jugendparlament abgeworfen auch gehen, wo verschiedene Leute dann aber von der Chambre dann da präsent auch waren, auch nach die Thematik abgeworfen auch haben und dann auch nach dem Ministerium von der Security Soziale auch nach ein Zeichen gemacht haben, hey, da muss unbedingt weiter geschafft gehen. Ja. Ich gehe auch ein paar Wörter zu sagen. Ja. Erstens meine ich, dass man auch feststellen kann, dass als Moderateur ein bisschen eine tendenziös vorgestellt wird. Da das Psychiatren schaffen schon jahrelang gut mit Psychologen und Psychotherapeuten zusammen. Das gibt man auch weiter gerne machen. Das Mensch klappt doch Niveau von der Prise en Charge klappt das relativ gut. Was Psychiatren nicht mengen, genauso wenig wie ein Gynäkolog nicht kann durch einen Hirnwärmer setzen, kann ein Psychiater auch nicht durch einen Psychotherapeut ersetzen. Das ist auf jeden Fall die Psychiatrin hier Meinung. Die meisten Psychiatren hier am Land, die schaffen, wie ich für so tun, dass sie kombiniert Behandlungen assurieren. Viele Psychotherapeuten checken Leute bei den Psychiatern, wenn sie so die fängt an, ein Suizidrisiko zu kriegen. Guck du das Leben mal denken, ja, so, es gibt sicher die ein oder andere Leute, die vielleicht die bei einem Psychiater Behandlung sind, die auch bei einem Psychotherapeut gehen. Mit die meisten Leute, die Psychiater behandeln, die werden immer dann hängen relativ schwer krank. Und die haben dann mal Psychiater Weg gemacht, für ihn besser zu gehen. Und die wollen dann nicht unbedingt irgendein bei anderen gehen. Dass es da mal auch kann gut Abteilungen gehen, dass ein Psychiater schon mal kann den Teil von der Behandlung kümmern, an den gleichen Psychotherapeuten den anderen von der Behandlung machen. Das geschieht sowieso schon. Das ist nicht, wie wenn das eine Revolution wäre. Das geschieht auch schon. Wir schmengen nicht, dass ich die Äquation machen kann. In der Hinsicht meine ich, dass dem Trendstone ja froh ein bisschen tendenziös wäre zu sagen, kann ich nicht einfach Psychiater und durch Psychotherapeuten ersetzen. Muss ich noch feststellen, dass aber die verschiedene Psychotherapeuten, es gibt ganz gute Psychotherapeuten, du hast keinen Zweifel. Es gibt auch ganz gute Psychologen, du hast auch keinen Zweifel. Aber muss ich aber auch sagen, dass das Lützeburger Gesetz für Psychotherapie gemacht ist, und Psychotherapeuten daraus eine Autonomie wollen herausziehen vom Psychotherapeut, die für die Psychiater ein bisschen schwer zu verstehen ist, weil in den diversen Profile von verschiedenen Psychotherapeuten gesagt. Bei den Psychotherapeuten gibt es auch Leute, die ganz verschiedene Ausbildungen gemacht haben, aber wenn die dann das Erlebnis kriegen, alle psychische Krankheiten zu behandeln, die Gott,
da denken Psychiater, ob das der Weg versuchen wird am Land besser machen, wissen wir nicht. Ich kann nicht beruhigen, Dr. Hedo. Geht man nicht darum, für Psychiater und Psychologen zu ersetzen. Schon nicht von Schnittstellen geschwärzt, von Aktivitäten, die am Moment Psychiater machen, die überfordert sind mit der Quantität von Arbeit, die sie haben, an die Schnittstellen, die sie vielleicht interessant für andere Berufsgruppen. Ich meine, das ist echt die Überlegung, die muss sichern. Ich meine, dass wir verstanden haben, dass keine halbanden Psychiaterin will mit Psychologen ersetzen. Ich meine, das wäre eine falsche Abschätzung von meiner Frau. Bon, Herr Hed oder Dr. Gondouin, wir schwätzen von der Attraktivität von den Psychiatern. Was ging da dann einem jungen Medizinstudent rekommandieren, für ihn zu encouragieren, Psychiatrie als Spezialisation umzuholen? Dr. Gondouin. D'abord, c'est une spécialité passionnante. Qui a sûrement tout plein d'avenir, parce que c'est par rapport à d'autres spécialités médicales, on a encore peu de moyens techniques, de moyens d'exploration, et il y a beaucoup de progrès à faire. Il y a en ce moment beaucoup de travaux qui sont faits sur le fonctionnement cérébral, ce qui, quand j'ai fait mes études, était impensable. On considérait le cerveau comme une boîte noire, hein. Il y avait les entrées et les sorties. Alors que maintenant, on arrive à établir quels sont les circuits de différentes fonctions, et il y a sûrement beaucoup d'avenir là-dedans. Alors, ceci étant, il faut voir qu'effectivement, le problème du manque d'attractivité, ce n'est pas seulement Luxembourg, hein, c'est aussi les autres pays. Et je pense qu'on voit en France où l'accès à la spécialité est conditionné par des épreuves nationales classantes, hein, tous les étudiants reçoivent une note et ils peuvent choisir la spécialité en fonction de leur rang de classement. Et là, on voit bien qu'est-ce qui a la cote comme spécialité ou qu'est-ce qui ne l'a pas. Donc, il y a des années, tous les étudiants les mieux classés voulaient être chirurgiens, parce que c'était ça qui était le plus prestigieux et peut-être aussi le plus rentable. Et ça n'est plus le cas maintenant. Hein, les étudiants préfèrent plutôt des spécialités où il y a beaucoup de machines, des techniques, hein, la cardiologie, des choses comme ça, et aussi il y a peut-être moins d'urgence. Voilà. Mais la relation humaine est quelque chose de très intéressant aussi. Okay. Et c'est, je dirais encore, finalement, la médecine, c'était initialement ça. Hein, c'était les médecins d'il y a 200 ans, ils n'avaient pas de scanner, ils n'avaient pas d'électrocardiogramme, ils n'avaient rien de tout ça, et ils faisaient de la clinique. Ils parlaient avec les gens, ils les examinaient, et finalement, c'est encore beaucoup cet aspect de la médecine que nous avons la chance de pratiquer. Psychiatersberuf, du hast von allem. Du siehst Junker, du siehst Älter, du siehst Frauen, du siehst Männer, du siehst Lützebäuer, du siehst Eltern, du siehst Leute die Kultur und die Kultur, du siehst Leute, die eine Krankheit haben, weil sie mehr einen medizinischen Teil haben, du siehst Leute, die da vielleicht mehr so an einer Entwicklungskrise sind, du siehst Leute, die an einer Krise in ihrem Leben sind, weil es Situationen rundherum, die nicht gut sind. Das ist ein sehr passionanter Beruf. Auf allem etwas, an der das an der Psychiatrie fundamental ernst für an all den neuen Disziplinen von der Medizin. Am Rest von der Medizin geht immer mehr nur Algorithmus gemacht. Ein Herzinfarkt, hast du die Symptome, hast du so viel, kriegst du das Medikament, tak, nur 2 Stunden so. Psychiatrie, sogar wenn es Leute hast, die dieselbe Krankheit tun, eine Psychose, das ist immer ein anderer Mensch. Ich behandle schon 25 Jahre Psychosen und immer wenn ich neue Patienten komme mit einer Psychose, das ist eine ganz dramatische Krankheit. Aber das ist immer eine neue Herausforderung. Und das ist nicht selbst wie bei dem Fidon. Also an der Hinsicht, das ist spannend. Psychiater, also ein Beruf, den ist knallhart. Den ist viel mehr kompliziert, wie die meisten Leute sich das vorstellen. Aber das ist passionant, weil du nie zweimal dasselbe bist. Très bien, ich hoffe, dass wir dann die oder die anderen Jungleute encouragiert haben, für den Beruf vom Psychiater späterhin auszuüben. Weil wir ganz viel von den Berufen geschwärzt, ging ich proposieren, dass wir auf psychische Gesundheit und auf psychische Krankheiten rüberklammen. Wir zählen pro Jahr
ungefähr 45.000 Leute, rund 7% von der Bevölkerung, die an Depressionen leiden. Was genau ist eine Depression und wie kann ich sie behandeln? Delphine Prüm, will da darauf antworten? Was ist eine Depression? Einfach erklärt für uns Zuschauer. Genau, also eine Depression, das ist, wenn ihn am Alltag keinen Sinn mehr gesagt, wenn eine Lustlosigkeit da ist, die sich breit mischt, wenn ihn sich zurückzieht, den sozialen Kontakt keine Lust mehr hat, und immer mehr auf Schwarzgedanken können, kann wirklich den Sinn auch von mir vorstellt und den Sinn von allem, was ich möchte am Alltag. Und da hat ich natürlich eine ganze Reihe anderer Symptome dabei, wie auch da den ja, da den nicht mehr gut schläft oder da den zu viel schläft, respektive da den am ersten Schwierigkeiten hat, da den beihält, aufhält. Da sind eben eine ganze Reihe Kriterien, die aufkommen. Und an dem Fall ist es wirklich wichtig, sich hilfreich zu gehen und da ein Treatment anzufangen. In Funktion von der Gravität von der Depression ist es dann auch wirklich wichtig, Medikamente mal zu holen, und eine Therapie dann zu machen, wo eben auch gute Resultate dann hat. Ja. Wie genau lief das dann an einer Therapie? Was genau möchte den, wenn ihn mit einer Depression geplot ist? An einer Psychotherapie? An der Therapie. Also an der Therapie, es gibt verschiedene Formen von Therapie, ne? Mehr allgemein gibt es vielleicht eine Diagnostik-Psychotherapeutik erstellt. Es wird geguckt, eben wie ich gerade gesagt habe, ob also der Klient wird, egal wie, auch von uns bei den Doktor geschickt, für einen Check-up zu machen, dadurch auch gar nicht ein Grund ist für die Depression. Und dann für die ganze medikamentöse Wolle eben auch zu überholen auf der Seite vom Doktor. Und beim Psychotherapeut wird dann rausgeschafft eben die verschiedenen Gedankengänge, die Gefühle, und gibt dem Patient eine Methode beigebracht, wie kann mit seinen Gefühlen umgehen und mit den Gedanken, die eigentlich Lust und all diese Sachen, die ihn sonst ausgemacht hat und gerne gemacht hat, wegschält. Für eben durch die neue Methode in einem löserlösen Stuhl zu krabbeln und rauszukommen. Der Psychiater ging selbst für gehen? Das muss so man prima die Symptome von der Depression schon gut erklärt. Eine Depression, das ist eine Krankheit, die kann 100.000 verschiedene Ursachen haben. Gegen Depressionen, die kommen, wenn es körperliche Ursachen, gegen Depressionen, die kommen, weil Medikamente halt, die Depressionen können als Nebenwirkungen. Du kannst eine Funktion von der Schilddrüse, die können so Symptome von der Depression gehen. Du kannst an einer unmöglichen Lebenssituation leben, am Schulmarsch sein. Du kannst an einer pathologischen Beziehung sein, die dich immer mehr krank macht. Du kannst genetische Ursachen für Depression. Das heißt, wenn eine Person mit einer Depression behandelt, dann mein betreibt, dann muss ich Mensch probieren, einen Eindruck zu kriegen, in welche Richtung geht es. Das ist nicht immer einfach, wenn die Leute ganz, ganz schwer krank sind. Da müssen die Leute nur kämpfen, für den Tag überhaupt noch tot zu sein. Das ist ein langer Prozess. Es gibt so ein paar Indikatoren, die können ein bisschen mehr helfen zu suchen, muss ich natürlich körperliche Ursachen ausschließen, das ist schon echte Sachen. Die so machen, hat man dann primär auch schon gesagt. Es gibt ein paar so Indikatoren, Symptome sind nicht immer selbisch, da kann ich mehr eine Idee haben, geht durch in die Richtung. Aber da muss ich mit den Leuten gucken, und da brauchen die Leute Zeit. Und das hat man dann primär schon gut gesagt, muss Gespräche mit den Leuten machen. Du musst ein Entourage abziehen. Ein Entourage ist ein Teil vom Problem, mehr auf jeden Fall auch ein Teil von der Lesung. Ja, in der Hinsicht meine ich schon, dass man, ich meine, Psychiater können auch Medikamente verschreiben, mehr so den therapeutischen Teil, meine ich, da braucht man größtenteils diese Werkzeuge am Hängen. Ich meine schon, dass man da
kann ähnlich machen. Ja. Und jetzt ist führender Aufschlussfeier über Facebook mitgedeelt, dass bei den meisten Störungen, da Depressionen sind, Angststörungen, sogar bei Suchterkrankungen, also Johannes so, dass die betroffenen Leute ihren Zustand nicht unbedingt wollen holen. Was kann ein Angehörigen machen, wenn ihnen aus einem Umfeld den hat, die psychische Probleme weist, mir keine Hilfe unholen will? Leider eine Situation, die viele Leute kennen, auch viel auf Verlegenheit bringen. Was kann ihn als Angehörigen an der Situation machen? Est-ce que ce n'est pas un peu ce que vous apprenez aux gens dans les cours de premier secours? C'est exactement ça. Donc, je crois que la première chose, c'est de parler avec les gens, d'aller au devant, de leur dire qu'on a l'impression, qu'on voit que ça ne va pas, qu'on se fait du souci pour eux, et de leur dire aussi qu'il y a des possibilités de se faire aider, hein, et donc de leur conseiller de s'adresser à une des nombreuses possibilités qu'il y a dans le manuel d'ailleurs aussi de premier secours. Hein. Il y a plusieurs pages d'adresses et de numéros de téléphone. Die man vielleicht mal auf den Weg können gehen, das wirklich ein manches Problem, die viele Leute stellen. Ich weiß, dass am Centre d'Information und Prävention wir oft die Frage gestellt kriegen. Das effektiv heißt nicht einfach, wenn die Person, die betroffen ist, refusiert und nicht will gesehen, mir heißt du hast da auch keiner refusiert, geholfen zu kriegen. Das ist nicht evident. Vielleicht eine enge Möglichkeit, das was den Dr. Gondwan gesagt hat, ist absolut richtig. Was ich gesehen habe, was heißt du hilft, dass wenn ein Mensch, der in einer ähnlichen Situation in seinem Leben wäre, mit dem schwätzen kann. An den Betroffenen, dann heißt du, kann man auf den Weg gehen, also ein halbste Mal, wie es dir geht, wird mir auch an ich schon weh fand, an ich sie bei Spezialist gegangen, oder ich sie an Therapie gegangen, oder ich sie sogar stationär während 3 Monate an eine Therapie gegangen, und guck, wo ich haut sind, aber was mir geholfen wird. Also, heißt du, also interessanterweise, wenn ein Mensch findet, oder mit anderen Leuten schwätzt, weil die Angehörigen, die haben dann ein ganz großes Bedürfnis für überall Hilfe sich zu was schon ganz normal ist. Wenn sie heute zum Beispiel können eine Person treffen, die etwas Ähnliches erlebt hat, dann merkt ihr ganz oft, dass die Betroffenen dann auch einmal kann abgehen. Aber es bleibt aber immer ein Problem. Wir kriegen ganz oft, ich denke, jeder von uns geht heißt auch, wo ihr seht, du hast ihn daheim, ich komme nicht ohne rum, mein Kind, mein Partner, das ist effektiv problematisch. Ich meine, es geht auch du im Ausland, geht es auch wie Sozialpsychiatrie, wo vielleicht du Versicht nach Gott ein bisschen mehr auf die Leute durchzugehen. Das ist halt zu Lützeburg noch nicht so developiert. Also, aber vielleicht du sind halt. Pass auf, du warst bei der Liga invitiert. Die Liga ist doch Sozialpsychiatrie. Ich meine schon, dass da was ein bisschen für Sozialpsychiatrie. Ja. Was Menschen aber noch wichtig ist, und für den haben wir ja schon geschwärzt ganz am Anfang, ich meine, auf einen zentralen Akteur noch an der allgemeinen Gesundheit, und auch an der psychischen Gesundheit, das sind einfach die Hausdoktoren. Von dem den Wegschnitt will gesehen, dass ein Problem ist, an den sich sorgen möchte. Ich wenn du gehst mal bei Psychiater, den der Nummer noch nie hört, oder von dem Psychotherapeut, wo der Patient noch plus nicht weiß, was das. Ja, klar, da geht er nicht hin. Wenn man sieht, da komme ich immer bei den Hausdoktor, den dann vielleicht aber schon seit 5 Jahren kennt, den ich schon seit 10 Jahren kennt, aber mit dem da schon vielleicht ein bisschen Vertrauen aufgebaut hat. Dafür, ich meine, so einen Journalisten nicht vergisst. Am ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, wo kann ich hingehen, haben Journalisten gesagt, ich fand das auch wichtig, auch Journalisten, weil die können, die man noch viel echt helfen, sentimentale echt helfen, das kann ich auch erkennen. Ich würde vielleicht gerne wohl doch zu den Kanner oder den Jungen noch so, weil ich meine, dass die Eltern enorm sollicitiert dann noch sind. Und ich kann das schon unterstreichen, weil das so für sich selber schwätzen, von seinen Erfahrungen, von seinen Lebenswegen dann noch kann Vergleiche machen und einfach mal gucken, weil und dann natürlich ist der Pädiater auch da, wenn ihn, wie das die Mädchen kann von Babysalter ja schon direkt kennt,
den oft vergisst, dass er durch Depressionen am Kleinkantbereich gibt und das nicht all Krise adolescentär ein Krise adolescentär muss sein, aber auch an eine Depression kann sein. Und ich meine, die klassischen Symptome, die bei Erwachsenen gehen, bei den Kanner Junker sind die noch viel vielfältig. Du kannst das dann extrem Verhaltensauffälligkeit noch ausachten, die eigentlich aber Symptome von einer Depression noch sind. Und ich meine, du musst noch viel mehr differenziert durchgucken und natürlich alle Referenzpersonen rundherum dem Kant mobilisieren. Und ich weiß, dass die Schule und das Schulsystem im Moment wirklich ganz viel auf B auch setzt, für dem Niveau von den Schulmeistern, im Kader von Präkos oder von den freier Spielschulen und da fundamental auch mal genau drauf zu gucken. Mit das nicht immer evident, dann auch, dass ihn dann, ich meine, Thema für das Stigmatisation, dann auch dann den Stempel dann zu kriegen, dass das Verhalten in die Richtung dann auch geht. Und kann ich natürlich nicht von allen Schulmeistern verlangen, dann psychotherapeutische oder psychologische Kompetenzen noch zu holen. Und du hast natürlich der psychologische Service dann auch gefordert. Ich meine, das geht just von der Hand an Hand zwischen den Referenzpersonen rund um den Kind und den Jungen noch gehen. Mhm. Voilà. Wir kommen so zum Schluss von dieser Table Ronde. Ich will nach zwei Fragen stellen. Eine Lastfrage, die ich schon mitteilen, und da könnt ihr ein bisschen Gedanken darüber machen, wenn der Mist an einem Satz, so ein bisschen schon, eine Message an alle Zuschauer mitteilen, und vielleicht an denen, die psychisch fragilisiert sind und hier Angehörige und eventuell Professionelle aus der Santé mentale oder die nach gehen. Was wir das für eine Message? Die hat ein paar Minuten Zeit. Ich will aber noch vielleicht einen letzten Punkt oder eine letzte Frage und Dr. D'Alimonte stellen. Der Gesundheitsminister hat an ihrer Allokution auf die Wichtigkeit von der Prävention hingewiesen und gesagt, es wäre nach, wenn die richtig Wörter sind, es wäre nach viel Sputen Uhren. Was sind die vier an der Prävention von der psychischen Krankheit für die Zukunft? Also, sie alle benennen kann ich nicht, weil sie sich noch nicht alle festgelöst. Mir wird auf jeden Fall klar, dass ich meine, der Suizidpräventionsplan, den hast du zu Ende gegangen, den hast an der Evaluation im Moment, an das wirklich Aktionen, was rund um die Suizidprävention noch gehen, nach ein Kehr viel breit abgestaltet durchgehen. Ich meine, das haben wir ja ganz viele Aktionen auch, die sind zwar an der Kontinuität vom Plan natürlich auch näher dabei kommen. Wir sind natürlich beim Covid auch gucken, ob das nach anderen Aktionen noch dabei muss kommen. Weil er wieder wisst, oder wieder vielleicht wisst, dass am Koalitionsakkord auch besteht auch die Aufstellung von einem Plan Santé mentale national dann auch, was natürlich eine enorme Herausforderung wird, weil das für noch viel mehr Bereiche wird, wie Suizidprävention. Und da sind wir am Gange, es intern aufzustellen, mit all den Schwierigkeiten, die wir im Moment auch haben mit Covid. Aber ich bin aber zuversichtlich, dass es dann eine positive Richtung geht. Voilà. Okay, merci Dr. D'Alimonte. Dann zu meiner letzten Frage stellen Sie nach ein Keier, wenn der letzte Satz dürfte so ein wirklich letzter Satz, ich kriege schon der böse Fanger gewesen, wir müssen wirklich schon mehrere den Livestream beenden. Also ein letzter Satz, eine Message und alle als Zuschauer und denen, die fragilisiert sind, hier Angehörige, Professionelle aus der Santé mentale oder die geschworen werden gehen. Was wir das ihre Message, wir machen eine letzte Runde, ich denke, da proposieren, dass wir für abzuhalten am Markstein aufhängen. Meine Message wir und Leute, sich wirklich mehr zu trauen, sich voll auf sich zu gehen, und die nicht betroffen sind, viel echter ob in anderen Menschen durchgehen, wo ich merke, dem geht es nicht gut. Stein? Dr. Hedo, was wäre Ihre Message? Meine Message ist, dass psychische Krankheiten viel mehr häufig sind, wie ihr meint. Das Kind soll mengen, nicht wäre geimpft. Psychische Krankheiten können jeder betreffen. Die Leute, die psychisch krank sind, sind keine Schwächlingen, sie sind keine Feiglinge, sie sind nicht mehr intelligent wie die anderen. Psychische Krankheit kann jeder betreffen. Und an der Hinsicht soll es keine schummen, dazu zu stehen, dass es eine psychische Krankheit hat.
auch seine Familienbereichstoffe zu schummen. Und dafür soll sich den an der Situation probieren, die bestmögliche Hilfe zu kriegen und kann ihn gut geholfen kriegen. Très bien, merci, Dr. Hedo. Es wird natürlich immer mehr schwer, aber die Lasch, die haben vielleicht schon den Message von dem für drin gezielt kriegt. Dr. Gondois. J'aurais deux messages à faire passer. Le premier, c'est que les maladies mentales sont sûrement dans les maladies celles où les personnes qui sont atteintes peuvent le plus participer à leur traitement et à leur amélioration. Et c'est même nécessaire. Et le deuxième message, c'est qu'on a vu un film qui est très beau, mais assez sombre, puisqu'on prend par définition des gens qui sont suicidés ou qui sont morts prématurément, alors qu'en fait le pronostic aussi de la dépression est bien meilleur que celui de beaucoup de maladies somatiques. Je n'aurais jamais pu être cancérologue parce que je n'aurais pas supporté de perdre autant de patients. En psychiatrie, c'est quand même assez rare. Merci, Dr. Gondoin. Delphine Prüm, Ihr Message und als Zuschauer. Ja, ich ging unserer Gesellschaft insgesamt die Courage wünschen, mehr dem anderen korrekt nutzulauschen. Wirklich ein Ohr zu haben und nicht einfach so, wie geht das? Ja gut, okay, das ist gut. Ne? Aber wirklich mit dem Herzen auf den anderen durchzugehen, so dass ich auch gesehen kann, wenn dem anderen nicht gut geht und er kann weiterleiden. Und das wünsche ich der ganzen Gesellschaft, weil ich denke, dass wir so auch immer mehr Leute werden haben, die sich für unseren Beruf auch werden interessieren. Und das dann auch werden an der Gesellschaft besser wird gehen. Merci, Madame Prüm. Dr. Dalimonte, ein Message als Zuschauer. Ich habe das ganze Jahr 3 Schwätztriver von der konzerniert sieht. Schreibe die schon an die Formation für die Tiere noch zu haben, anderen zu helfen. Und auch den Mental Health und Policies, dass die wirklich an alle Politiken, an alle Arbeitssektoren, an alle Schulsektoren, an alle Gesellschaftssektoren auch kann mit konsideriert gehen und dass man irgendwann nicht mehr muss von Mental Health schwätzen, mit das dort Health, dass dort die Somatik und Psych zusammen an einem konsideriert wird. Voilà. Merci, Dr. Dalimonte. Merci, Herr Jale-Guetten, für Ihren interessanten Input in dieser Diskussionsrunde. Merci den Zuschauern. Bon, du machst als Semaine de la Santé Mentale River. Natürlich bei all Aufschluss könnt ihr nicht allein für auch eine ganze Reihe Leute merci zu sagen. An erster Stelle will ich natürlich alle unseren Zuschauer merci sagen. Merci für Ihr Interesse, merci für Ihre Aufmerksamkeit. Die hat dadurch auch dazu beigetragen, dass das Land ein bisschen mehr resilient wird. Ein großes Merci geht auch an den Gesundheitsminister. Ich könnte dann Dr. Dalimonte gerne weitergehen. Merci für die finanzielle und auch die moralische Unterstützung. Merci auch der Œuvre Grande Duchesse Charlotte, die uns für das Semaine einen exceptionellen Subsid akkordiert hat. Und dann wollen wir natürlich auch der Gemeinde Hasper Merci sagen für die materielle Unterstützung, für den flotten Saal, wo wir den ganzen Tag, und auch schon gestern den ganzen Tag Technik an drei gemacht und Luchten installiert haben. Also merci den Verantwortlichen von der Gemeinde Hasper und dann ein ganz großes Merci auch der ASBL Feierblum. Der ASBL Feierblum für dich mal mein Kompliment das aus dem tragischen Evenement von letztem Jahr am Anfang etwas ganz Positives gemacht und das uns unterstützt haben für uns Präventionsmessagen ein bisschen in einer Manier eine Leute zu kriegen und dann will ich aber auch meine Equipe vom Centre d'Information et de Prévention merci so und die wird alterem grandios und immer disponibel, wenn ihn erst gebraucht wird. Besonders Merci geht dann auch um den Sascha Bachim, der responsabel wäre von der ganzen Semaine, der Organisation von der ganzen Semaine. Und der Sascha hat definitiv das Jahr einen Applaus verdient, weil er hat schon
quasi eng Semaine de la Santé mental fertig stoen mat 11 Gemengen 70 verschiedenen Aktionen. Dat war awer oni am COVID ze rechnen am März zum Reichstum am Gesundheitsministerium auch müssen ze summe sitzen, fir dann zu desideieren, dat so etwas an diesem Jahr net méiglech ass an dofir auch das virtuell Semaine de la Santé mentale. Das Hascha war lo ganz wenig ënnen, das Hascha huet nach einer Kompetenzen in an engem freiere Leben huet an der Film geschafft an hin as Säwen an seet als wat man solle machen. Also Sascha, ganz große Bravo an Skif proposieren, dat en guten Applaus verdingt werden. Natürlich hatte ich schon nach Löschteweis Remerciementen unzukönnen. Wir haben aber ein kleines Banner hier am Saal gesehen, nicht mehr die Leute, die uns über den Livestream suivieren, die gesehen die Banner mit all den Leuten, denen wir auch nach Merci sagen. Voilà, das war die Semaine de la Santé mentale 2020. Eigentlich ein Evenement, das wir alle 2 Jahre wiederholen. Wir hoffen ganz stark, dass wir 2022 die 11 Gemengen, die wir für das Jahr mobilisiert hatten, an 2 Jahren können mobilisieren. Das ist ein schöne Woche gewesen. Ich sage euch alle Guten. Merci, dass ihr mitgemacht habt und ich hoffe, bis an spätestens 2 Jahren. Merci. Merci. Wir sollen da sitzen bleiben, weil es fehlt noch 1 Minute, bis dann die Löschmatte defilieren.